Schalalalala. So, erstmal hier leiser. Dann erstmal die Mara begrüßen. Servus. Servus zusammen. Und dann erstmal den Chat begrüßen. Gut. So, Fensterchen noch hinschieben. Und dann habe ich es, glaube ich, erstmal. Ja, servus Leute. Was geht ab? Montagabend, 18 Uhr. Chico, servus erstmal. Hundenah, grüß dich. Erich, servus. Simon, servus. Und Phileas, erstmal danke für deine Mitgliedschaft, wa? Vielen lieben Dank dafür. Martin, servus. Olli, liebe Grüße in die Runde. Olli, was ist eigentlich los bei dir? Läuft noch irgendwas auf deinem Channel oder was? Oder bist du in der Pause noch? Ja, wir haben ja, zu meckern haben wir ja nichts, ne? Wird also ein ruhiger Stream heute, oder? Sei denn, es kommt wieder so ein Vollpfosten, aber ansonsten wird das heute ein ruhiger und kurzer Stream. Wir können natürlich ein bisschen über DFB-Pokal losreden, ne? Mit Bayer Leverkusen. Aber ich mache mir da ehrlich gesagt keine Sorgen. Die spielen zu Hause. Ich habe schon gesehen, wie Leverkusen im letzten Mal die Hosen voll hatte. Also mache ich mir jetzt persönlich keine Sorgen. Keine Zeit und Lust auf Videos. Ja, Zeit kenne ich. Lust habe ich eine Menge, aber Zeit ist bei mir auch wild. Ist ja bei mir gerade auch ein bisschen weniger. So Kommentare, Videos schenke ich mir ja in den englischen Wochen. Das ist ja... Kommt ja gar nicht mehr hinterher. Ist auch gesünder für meinen Blutdruck, wenn man da so manche Vollpfosten, nennen wir sie mal, liest. Also von daher. Der Chico ist auch nicht am Ragen, er hat auch nichts zu sagen. Läuft. So, was habe ich gelesen? Größte Konkurrenz ist RB Leipzig. Auf was? Auf die Meisterschaft, oder was? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob man das jetzt schon sagen kann. Wenn sie in Dortmund gepunktet hätten, wäre ich da mitgegangen vielleicht, aber ja, aktuell sind sie am nächsten dran, aber ob das so auf die Saison gesehen der größte Konkurrent ist noch schwer zu sagen, denke ich, ne? Müssen wir mal abwarten. Ich denke mal so, Stuttgart sucht noch so seine Waage, wa? Zwischen Champions League und Bundesliga, denke ich. Die tun sich da noch ein bisschen schwer, was aber völlig normal ist. Leverkusen, ja, tut sich auch schwer. Wird man auch mal sehen, ob die noch wieder besser in die Spur kommen. Dortmund, ja, Dortmund ist Wundertüte hoch 10. Frankfurt spielt aber auch ganz konstanten Fußball eigentlich. Mal abwarten. Weiß ich nicht, ob Leipzig das ist. Ne? Werden die nächsten Wochen vielleicht zeigen. Ne? Jetzt haben sie die erste Niederlage kassiert. Mal abwarten. Wird man sehen, ne? Ich meine keinen bestimmten mit Vollpfosten, nee. Vollpfosten sind für mich so ganz wilde Takes halt. Ansonsten, ich beleidige keinen mit hier, der hier nichts geschrieben hat. Auch wenn es sich nicht interessiert, Kai, die Knallköpfe von Manchester United haben sich einfach meinen Lieblingstrainer geholt. Unglaublich. Wer ist denn der Trainer jetzt? Gar nicht mitgekriegt, wer da jetzt Trainer ist. Ich habe nur gelesen, dass Van Nistelrooy da interimsmäßig war. Magic Jan, Grüße. Bräuchte mal Hilfe zwecks Fanshop, hat das Problem auch schon jemand bei mir. Kann ich das Zeug in den Warenkorb packen, dann taucht es aber der Warenkorb nicht auf. Bild. Nee. Ist vielleicht irgendein Werbeblocker drin oder sowas? Am Rechner oder am Handy? Ansonsten probieren wir das andere davon und ansonsten, wenn am Rechner, probieren wir einen anderen Browser vielleicht. Ansonsten
Die Ja. hatten doch jetzt so krasse Probleme mit, also am Wochenende, die Website war down, der Shop war down. Vielleicht hängt das damit noch zusammen. Da ging doch auch im Stadion nichts mit Bezahlkarte und allem Zip und Zap. Ansonsten schreibt mal den Support an. Ja. Die sind da relativ schnell eigentlich. Kriegst eigentlich innerhalb von einem Tag eine Antwort. Per E-Mail. Heute kein Kommentar möglich. Ich wollte gerne eine Frage in die Runde stellen. Allerdings reicht hier der Platz nicht. Da musst du es in 2 oder 3 zusammenfassen. Heute ist doch ruhig. Heute hast du doch die Zeit dafür. Das hat begrenztes Zeichenlimit, ne? Keine Ahnung, wie groß das ist auf YouTube. Sonst musst du bei Twitch gucken. Ich weiß nicht, ob bei Twitch mehr Zeichen gehen. Ruhm Amorim. Sagt mir gar nichts, Alter. Das ist der was ich gelesen hatte, aber von Benfica oder was? Irgendwie sowas, ne? Sagt mir aber trotzdem nichts. Ich habe das auch nur gelesen. Ist mir aber auch egal am Ende des Tages. Wichtig ist, was bei uns abgeht, oder? Da hat Winnie doch alles im Griff gerade. Mal eben mein Sound hier noch ein bisschen. Na, 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 na. Steht auf! Sind wir heute nicht. Wir sind heute keine Bayern. Am Handy. Ja, keine Ahnung, Simon. Probier mal am PC, wenn er dem PC zur Verfügung steht. Ich meine, ich kann mal ausprobieren, ob ich was reinpacken kann und ob das eine allgemeine Störung ist. Warte mal. Kann ich ja nebenbei mal machen. Daran soll es ja nicht scheitern. Ja, ruhig bleiben. Ich stehe sofort auf. Ich muss eben ganz kurz. Sieht man doch auch mal den Pulli nicht zu weit weg von der Cam. Es gibt nichts zu meckern, es läuft. Ja, merkt man gleich, ne? Nur 10 Leute im Chat. Kommen halt nur aus der Löcher, wenn sie was zu kacken haben. Frech, ne? Ist schon frech. Aber so ist die heutige Gesellschaft, wa? So, warte, ich teste das mal eben hier. Ja, log ein im Bums. Filia, servus, ne? Und nochmal danke für deine Mitgliedschaft. Schenkideen für Herren. Hüpfe Bayern, hüpfe ole ole. Ja, was sagt ihr denn zum Bayer Leverkusen im DFB-Pokal? So ein gutes Los, oder? Also ich bin damit völlig fein. Also bei mir ist alles gut mit dem Warenkorb packen. Muss er vielleicht mal, wie gesagt, am Rechner vielleicht versuchen. Also bei mir ist alles fein. Ich habe kein Problem, was im Warenkorb zu packen. Wird auch angezeigt. Hatte ja letztens das negative Kommentar auf das Bochum-Video geschrieben, wo du dann gelacht hast. Ich war auf dem Weg nach Hause von Arbeit, bin fast vom Roller gefahren. Was? Hör auf, ich habe schon mal einen Rollerunfall gehabt. Das ist nicht angenehm. Ich war erschrocken, da ich es eigentlich nicht so negativ schreiben wollte, wie sich das im Endeffekt angehört hat. Sorry dafür. Hey, Jake, hier muss sich keiner für negative Kommentare entschuldigen. Jeder hat doch seine Meinung. Alles ist gut. Jeder sieht das doch immer aus seiner Perspektive. Ne? Also, wenn nicht ich, wer weiß das sonst? Ne? Also, alles ist gut. Adnan Zilic, servus, Grüße. Bayern braucht noch einen Stürmer. Warum? Reicht Harry Kane nicht, oder was? Macht er zu wenig Tore, oder wie? Es gibt doch nichts zu meckern. Ne, genau. Sporting. Habe ich doch schon bei unserer chaotischen Trainersuche von geschwärmt. Ja, Uli, also ich das noch weiß, ey, da war ja Gott und die Welt im Gespräch. Bei unserer Trainersuche. Bis jetzt läuft doch alles. Hä? Genau. Zweiter Stürmer wäre besser. Harry macht doch in den wichtigen Spielen keine Tore.
Aha. Gott, Jimmy, servus. Koch Essen für Familie, in einer Stunde melde ich mich. Ja, wenn ich dann noch da bin, Chico, mach mal in Ruhe dein Essen. Er hat meine Frage nach dem Spiel gegen Lissabon platzieren. Stefan, warum? Rechnen Sie mit einer Niederlage, oder was? Easy peasy. Starkes Los gegen Leverkusen, das wird wild. Ich glaube nicht. Ich freue mich drauf. Simon, was ist dein Trick, dass du immer irgendwie Karten kriegst? Hoffentlich wird es ein Top-Spiel oder es wird an Leverkusen liegen, ne? Ich denke, wir werden unser Spiel durchdrücken. Entweder hat Leverkusen den Mumm, dann ihr Spiel auch durchzuziehen, dann wird es ein sehr interessantes Spiel, oder die stellen sich wieder hinten rein und dann... Ich glaube, wir sind da mittlerweile auch noch sogar ein bisschen gereift, im Gegensatz zum Leverkusen-Spiel. Wenn man so die letzten Spiele sieht, auch wenn es jetzt nicht die Top-Gegner waren, aber man sieht ja schon, dass die Absicherung einen Tacken besser ist. Ja, am Wochenende war ja auch große, hat Maria ja gerade gesagt, da gab es ja auch große IT-Probleme. Komischerweise. Ich glaube auch, dass wir weiterkommen. Aber endlich mal ein schönes Spiel, ne? Und endlich mal, wie schon gesagt, Heimspiel gegen starken Gegner ist doch geil. Es wäre besser mit 2. Nö, sehe ich nicht so. Also ich sehe keine Veranlassung jetzt zu sagen, wir müssen jetzt noch einen Stürmer kaufen, den wir dann 80 oder 90% der Spielzeit auf die Bank setzen, muss der Sinn. Sehe ich nicht. Username, Glück auf und progressive Grüße, ja. Progressive Grüße. Und natürlich Glück auf, Ben. War zum Glück nur ein E-Roller. Ah, so ein Ding, okay. Ja, dann geht's ja noch. Aber ich finde deine Einstellung super, sagst, was du denkst und fühlst, das können einfach einige nicht ab. Aber naja, man muss auch mal Kritik abkönnen. Ja, ich kriege ja auch genug Kritik. So, alles gut. Manches nehme ich mir auch an, aber eigentlich relativ wenig. Nur wenn ich irgendwie beleidigend werde, nehme ich mir das an, aber ansonsten. Muss doch auch so sein, oder? Mein Gott. Alles andere wäre doch langweilig. Ne? Ja, du musst schon im Fanclub sein, sonst kannst du es knicken. Ja. Oder du musst jetzt auf Schalke die Horrorpreise zahlen und gut ist. Ich denke auch, das ist ein interessantes Match gegen Leverkusen. Ja. Ja, gerade schon gesagt, je nachdem, ne, ob die Bock haben, ihr Spiel zu spielen oder nicht. Ja, machen wir uns doch nichts vor. Jeder Spieler, der in der Bundesliga starke Leistungen bringt, erst recht gegen den FC Bayern, wird immer mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. So, alles andere wäre ja auch fahrlässig, wenn man sich damit nicht beschäftigen würde. Ja? So. Daniel, guten Abend aus einem der Löcher. Ja, guten Abend. Naja, warum ein Spieler erst dann interessant für uns ist? Ein Spieler ist erst dann für uns interessant, wenn er die Leistung bringt, die er gerade bringt. So, haben wir doch gerade gehabt. Willst du Mamouche vor 2 Jahren verpflichten haben? Und dann, was dann? Dann machst du es wie Matistel, der 90% der Spielzeit auf der Bank sitzt und sich nicht entwickeln kann. Also das macht ja keinen Sinn, weißt du? So, deswegen sind Spieler, wenn sie interessant sind, erst dann interessant, wenn sie sich gewissen Stand entwickelt haben. Ganz normal. Und selbst dann ist ja nicht gesagt, dass er beim großen Verein klarkommt. Also guck dir die ganzen Spieler an, die von Frankfurt. Geh sie durch. Die letzten Jahre, die sie teuer verkauft haben. Ich glaube, da hat sich nicht einer durchgesetzt beim Spitzenclub. Also das ist ja nochmal eine ganz andere Sache, ne? So, die sind alle eingebrochen. Ja.
Deswegen, nur weil ein Spieler da jetzt funktioniert, heißt das noch lange nicht, dass er beim FC Bayern funktioniert. Haben wir ja auch schon oft genug erlebt, ne? Und warum sollte er vorher im Gespräch sein? Also, mittlerweile haben wir doch genug Jungs, die bei uns da rumeiern. Das ist schon okay. Freue mich auf Leverkusen, also das Spiel, wie wir das sehen. Genau, ja. Ja, wir würden uns alle, denke ich, über mehr Arzt-Nu-Einsätze freuen, ne? Vor allen Dingen, weil ja Fonzie Davies die Geschichte bekannt ist, ne? Aber da hat man halt, das ist auch das Einzige, was man kritisieren kann, finde ich, an Vinny. Im gewissen Maße. Man hätte halt einen Arzt nur reinwerfen können am Anfang der Saison, ne? Und Davies hat nicht die Leistung gebracht, dass man sagt, oh, er muss unbedingt spielen. Also. Hätte man vielleicht ein bisschen Druck aufgebaut. Ja, auf der anderen Seite haben wir ja schon mal gesagt, ne? Teamchemie und Abhängigkeiten und Buddy von Musiala und Bla und Sülz und was da alles mit reinspielt, ne? Aber es ist für Arzt nur natürlich super schade, ne? Dass er jetzt in der Zeit, ja, wo es eigentlich keine andere Alternative mehr gab, so wenig Spielzeit gekriegt hat, nämlich 10 Minuten. Ja, wenn Stani und Ito wieder da sind, ja, dann war's das. Ja, dann wird er wieder in der zweiten Mannschaft sein und ist schon schade, ja. Ach, weiß ich nicht, Stefan. Man kann ja nicht jeden Spieler. Guck mal, der FC Bayern hat, keine Ahnung, müsste ich durchziehen. Wie viele Spieler haben wir im Kader? Ich denke, unser Kader ist gut befüllt. So, dann hast du eine zweite Mannschaft, die kannst du befüllen und dann war's das. Und die zweite Mannschaft dümpelt noch in der 4. Liga rum. Wie willst du da jetzt sagen, ja, ich habe jetzt auf alle Spieler ein Auge und verpflichte alle Spieler schon vorher und bla und wir haben schon irgendwie 25, 30 Spieler ausgeliehen, also irgendwann ist auch eine Kapazität da, ne? Und nochmal, der Spieler muss sich ja auch erstmal dahin entwickeln, wo er jetzt gerade ist, wenn wir das auf Mamouche mal beziehen. So, du kannst ja jetzt nicht jeden Spieler verpflichten, wo du ein Potenzial siehst. Klar, wirst du die im Auge haben, da brauchen wir uns ja nichts vormachen, ja, dafür gibt es ja Scouting-Abteilungen. Datenbanken und hast du nicht gesehen, natürlich. Aber du kannst doch nicht jeden Spieler verpflichten. Wie soll das funktionieren? Ja? So. Deswegen kommen solche Spieler erst dann zum Tragen, wenn sie halt ein gewisses Leistungspotenzial erreicht haben. Und nochmal, selbst dann, guck dir die ganzen Abgänge von Frankfurt an. Da hat sich keiner von durchgesetzt bei seinen Clubs. Die sind alle abgestürzt. Dafür ist Kingsley wieder im Kommen. Eieiei. Ich würde den King jetzt nicht als zweiten Stürmer sehen, aber... Ja, so weit bin ich noch nicht, ne? Dass wir Leverkusens Meistersaison toppen werden, also. Wir haben einen guten Start jetzt hingelegt, ja, alles fein. Wir sind auch mit dem Rückschlag schon umgegangen, das ist auch gut. So richtig Druck war noch nicht auf dem Kessel, wa? Also das wird dann spannend zu sehen sein. Vielleicht erleben wir es nicht, ja, das wäre natürlich der Idealfall. Dass wir es gar nicht erleben, dass wir diesen Druck haben werden. Mit dem Blick auf die Tabelle haben wir jetzt auch gerade mal ein Spiel Luft. Wird man sehen, ne? Aber keine Ahnung, fliege im DFB-Pokal gegen Leverkusen raus, so dann ist schon mal ein bisschen mehr Druck auf dem Kessel, weil der Titel schon mal wieder weg ist. Ja? Aber wenn wir den Teufel jetzt mal an die Wand malen würden. Also. Wir sind auf einem guten Weg, ja. Da gehe ich mit. Und ich denke auch, wir werden eher stärker wie schwächer, wenn das alles so bleibt. Wenn Stani und Ito zurückkommen, ich glaube, das wird uns nochmal richtigen Schub geben da hinten. Und natürlich auch, wenn Pavlo wiederkommt, war. Den vermisst man gerade ja schon. Ja, vorweg können wir uns nicht. Ich glaube, Frankfurt ist auch noch drin, oder? Ja, ich habe deine Frage ja verstanden, Stefan. Da bin ich ja drauf eingegangen. Wie gesagt, ist halt immer schwer.
So. Wie willst du das alles bewerkstelligen? Es gibt ja einen Spielermarkt, der ist so groß. Ja? Und wir reden halt über den FC Bayern, da hast du halt nicht die Zeit zu sagen, komm, ich verpflichte mal einen und der hat 2 Jahre Zeit, sich zu entwickeln. Haben wir das die letzten Jahre gesehen. Ja? So, wir haben es ja noch nicht mal dieses Jahr hingekriegt, dass ein Aznu sich entwickeln darf. Und dann willst du das mit dem Stürmer machen und dafür einen Harry Kane auf die Bank setzen. Ja? Klappt halt nicht. Ja? Und die Jungs brauchen halt Spielzeit. So, sehen wir doch gerade beim Tell. Ja? So eine Katastrophe. So. Hätte der von Anfang an spielen dürfen die Saison, wäre es wahrscheinlich anders gelaufen. Ja? Aber ist halt nicht. Immer schwierig. Ich glaube, wir machen da schon einen guten Job, wenn man mal guckt, was wir an Talente aktuell rumlaufen haben. Ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Wir müssen jetzt halt nur noch den Bogen kriegen, dass wir ein paar alte Zöpfe abschneiden, was sehr spannend werden wird noch diese Saison. Und dann halt die Eier haben, diese Zöpfe mit jungen Spielern zu ersetzen. Ne? Aus den eigenen Reihen, ja. Das ist das Thema. Jo, dieses Jahr das Double, wenn wir Leverkusen im Pokal ausschalten. Ja. Ist immer schwer. Kann man immer einfach sagen. Und ja, es sind viele große, dann Anführungsstriche große Mannschaften raus. Weiß ich nicht. Ist immer schwer zu sagen. Auf dem Papier vielleicht, aber ihr wisst alle, ein Spiel und du brauchst nur mal eine schlechte Tagesform. Du brauchst einen Schiri, der gegen dich pfeift, der einen schlechten Tag hat. Na? Ist immer alles möglich. Das ist immer schwer vorherzusagen. Ja, dass wir zu Hause spielen ist wichtig, ja, das denke ich auch. Hast gedacht, wenn du hier Mitglied bist, bekommst du Karten? Ja, kein Thema, ich druck dir welche aus. Das ist kein Problem. Sehr moin. So sehe ich das grundsätzlich auch. Mir geht es halt immer um die überteuerten Transferzahlungen jenseits der 50 Millionen. Ja, aber das ist halt einfach auch der Marktpreis, ne? Guck doch mal, was du jetzt für 20 Millionen verpflichten könntest. Ne? Guck mal, Michael hat 50 Millionen gekostet. Ein Doué, an dem wir dran waren, wäre auch in diese Preiskategorie gewesen. Jeder Spieler, der jung ist und ein bisschen Potenzial hat, der kostet halt schon 50 Mille. Ja? Das ist krank. Und du hast halt nicht wie Frankfurt und guckst, keine Ahnung, in 3 Regalen tiefer und hoffst dann, dass die Spieler sich entwickeln. Ne? So, das ist halt schwer beim FC Bayern. Klar kannst du sagen, ich gucke jetzt mal, was weiß ich, in die und die Liga, völlig unkonventionell und vielleicht ist da irgendwas, wo ich ein bisschen was sehe und dann zahle ich nur 20 Millionen. Beste Beispiel ist doch Saragossa. Das war das beste Beispiel. So, da hast du das Beispiel. Gibt's nichts zu sagen, oder? So, den hat man jetzt wieder zurückgeschickt. Jetzt spielt er wieder, entwickelt sich. Ja. Werden wir sehen, ob er nächstes Jahr die Chance kriegt oder ob man sagt, wir verkaufen ihn. Also. Das ist ja, was ich sage, die Spieler kriegen nicht die Zeit. Ja, das ist das Schwierige. Da müssen wir halt hinkommen, ja. Da stimme ich dir zu. Ja. Deswegen sage ich ja, alte Zöpfe abschneiden, wie Gnabry, Coman, Sanés. Brauchen wir nicht. Und dann musst du halt das Risiko gehen. Michael hast du auf der rechten Seite. Ich denke, der wird seinen Weg machen. Und dann musst du halt das Risiko gehen und dir da 2, 3 junge Talente hinsetzen, die um die andere Position kämpfen. Und der sich am besten entwickelt. Ne? So. Aber da musst du dann auch die Eier für haben als FC Bayern. Weil wenn das in die Hose geht, wissen wir alle selber, dann sind auch hier 80% von denen, die sagen, ja, Jugend, 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 die dann schreien. Ne? Da brauchen wir uns ja auch nichts vormachen. Das kannst du vergessen, dass Sky die Bundesliga holt. Das glaube ich nicht. Was über Benfica wirklich? Ich weiß nicht, wie defensiv stark Benfica ist. Traditionell sind ja so die Mannschaften aus Portugal immer ein bisschen defensiv stärker.
Kann ich nicht sagen, ich habe von denen nichts gesehen. Ich gehe aber vom Heimsieg aus. Also alles andere wäre enttäuschend. Kadergröße 28, ja, das ist ja auch schon am Limit, ne? Kennst du doch, mir geht's gut und dir? Bei mir ist alles gut. Ich denke schon, dass unser Scouting erfolgreich ist. Ja, nochmal, ist ja die Frage, woran will man das bemessen, so, weißt du? Klar, du hast keinen Sportdirektor, du hast auch keine in Frankfurt hocken, in Hoffenheim oder sonst wo du sagst, ja, wir gucken wir mal die letzten 50 Spieler an, die dieser Verein verpflichtet haben, das waren alles Granaten, das wirst du halt nicht haben, ne? Und wie gesagt, bei uns ist es halt nochmal schwieriger, weil du halt nicht dem Spieler die Zeit geben kannst. Wir haben ja im letzten Stream das Beispiel mit Stehler gehabt und Pavlovic. So. Und Stehler hat bei uns nicht diese Zeit gehabt, um dahin zu kommen, wo er jetzt ist. Ja, du musst bei uns direkt funktionieren, wie in Pavlovic. So, wenn das nicht gegeben ist, ja, du kannst ja gerade froh sein, dass du eben keinen zweiten Stürmer verpflichtet hast und dass man ja Antell festhält, wo die Leistungen wirklich schlecht waren teilweise diese Saison, ja. Das musst du halt so einen jungen Spieler dann auch zugestehen. Ja? Das ist ja schon ein Wunder, dass es so ist. Dass halt nicht noch ein Schupo noch mal ein Jahr verlängert wurde oder der noch mal und dann noch mal ein alter Sack verpflichtet wurde. Also da geht man ja schon den Weg. Zumindest in der zweiten Reihe, ne? Schwierig. Aber klar haben wir Fahrkarten geschossen, aber klar haben wir auch gute Transfers getätigt. Nehmen Alfonso Davies damals. So. Hat keiner zugetraut, dass er diesen Weg geht. Ich denke, in Irankunda kann den Weg auch gehen. Ja. Natürlich zu früh, das zu beurteilen. Das werden wir sehen. Schwierig. Wie gesagt, das ist immer schwierig, es ist immer einfach so zu sagen, das zu vergleichen mit so Mannschaften wie Frankfurt, ne? Das ist dem Bayern gegenüber halt nicht fair. Muss man leider so sagen. Obwohl ich ja auch einer bin, ihr wisst das selber. Wegen mir, habe ich ja gerade schon gesagt, hau die alten überbezahlten Säcke da weg. Ja? Coman, Gnabry, Sané, auch wenn sie gerade gute Leistung bringen oder wieder zu ihrer Form finden, wegen mir hau die weg. Ja? Knallhart. Hau die weg. Du hast in der eigenen Jugend genug Jungs, die heiß sind. Vielleicht verpflichtest du nochmal ein Talent dabei oder sowas und let's go. Ja? Wird natürlich nicht passieren bei uns. 52 Euro für den Stehplatz gegen Schachtier Donetsk. Ja, und 105 für den Sitzplatz. Und trotzdem werden die Karten verkauft werden. Ja. So ist das halt. Wenn du T-Box, vielen lieben Dank für dein Primey. So ist das halt, wenn du Fan des FC Bayern bist. Ja, machen wir uns nichts vor. Ich meine, wenn ihr auch mal die Vergleiche guckt, dann von den anderen Heimspielen, die Schacht ja auf Schalke ausgetragen hat. Ja. Also jeder, der den Kanal hier ein bisschen verfolgt, weiß, dass ich seit 2 Jahren durchgehend Karten bestelle. Als Mitglied. Und nicht eine Karte bekommen habe. Ja. Und dann weißt du, warum solche Preise aufgerufen werden können und warum diese Karten trotzdem verkauft werden. Was ganz, ganz viele arme Schweine wie mich gibt, die Bock haben, mal ein Spiel vom FC Bayern live zu sehen. Ja. Angebot und Nachfrage. Ist ganz einfache Kiste. Ja. Ist das schön? Ist das gut? Nee. Ist natürlich scheiße. Brauchen wir nicht drüber reden. Ja. Aber Fußball ist halt ein Geschäft. Das wird sich auch nicht ändern. Ja, unglaublich. Ja, wie gesagt, Angebot und Nachfrage. Wenn du 10.000 Tickets verkaufen kannst an FC Bayern-Fans und die Nachfrage ist bei 200.000 oder sowas, dann wirst du die 10.000 für die Preise verkaufen. Ja, ganz einfache Kiste. Nee, der Verein kann da gar nichts machen. Die Preise legt ja nicht unser Verein fest.
Dun, 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 dun. Durch Glück bist du zumindest mal auswärts nach Köln gekommen letzte Saison, ja. Ich hoffe ja auch noch, dass ich die Saison wenigstens einmal Tickets kriegen werde. Aber bisher regnet es nur Absagen. Pavlovic, bester Mann im Mittelfeld. Ja, ich denke, man sieht auf jeden Fall den Unterschied, ne? Jetzt gerade. Zwischen Pavlo und Palhinha. Aber Palhinha finde ich auch schwierig, auf dieser Position wirklich fair zu bewerten. Weil das ist für mich keine Palhinha-Position, die er gerade spielt. Matrose! Moin, moin, Matrose! Matrose! Also bei der Marine war ich nie, ey. Ich war bei der Luftwaffe. Das weiß ich nicht. Ich glaube, das wird eine lange Hängepartie mit Fonsi. Der Vorteil ist, ab Winterpause darf er ja offiziell verhandeln mit anderen Clubs. Vielleicht ist dann relativ schnell durch, dass irgendein Club Fonsi die Kohle in den Arsch schiebt, die er gerne haben möchte, und dann ist das Thema vielleicht durch bei uns, ja. Was ich sehr begrüßen würde. Also nichts, Fonsi spielt gerade echt gut. Sportlich, müssen wir nicht drüber reden, hat sich super entwickelt, wieder zu alter Stärke gefunden. Aber sorry. Die Zahlen, die da kursieren, ey, hau ihn einfach weg. Ohne Scheiß. Katastrophe. Katastrophe. Ja. Ich hoffe, man bleibt da standhaft. Ja. Ja, und Aznu dann mehr Spielzeit kriegen wird, weiß ich nicht. Weil du hast da einen Ito, du hast einen Stunny. Weißt du? Ich würde es mir wünschen, ja, na klar. Also alles, was ich von ihm gesehen habe in der Vorbereitung, war sehr vielversprechend. Ne? Schalke zockt die Zuschauer ab. Nee, nicht Schalke zockt die Zuschauer ab, sondern Schachtier Donnerts zockt die Zuschauer ab. Weil Schalke 04 damit absolut gar nichts zu tun. Ja, die vermieten das Stadion, aber die rufen ja keine Preisgestaltung auf. Die haben ja, die kriegen ja kein Geld. Ja, Schachtier Donetsk bekommt das Geld. Das ist der austragende Verein. Die zahlen eine Miete an Schalke und das war's. Also. Schalke können es gebrauchen, ja, das ist richtig, aber. Ja, Harry Kane wird diese Saison seinen Titel auch bekommen. Macht euch mal keine Sorgen. Bundesliga haben wir schon längst gewonnen, keine Konkurrenz. Nach 9 Spieltagen oder was? Ich wusste gar nicht, dass die Bundesliga nach 9 Spieltagen aufhört. Ja. Komisch, ich habe immer gedacht, es gibt 34. Aber gut, noch nicht mal ein Drittel gespielt. Da kann man schon sagen, dass es durch ist, das Thema, oder? Wild. DFB-Pokal auch safe. Leute, ich hoffe, ihr verdient alle gut. Dann könnt ihr alle mal einen Tausi drauf setzen auf eure Vorhersagen, die ihr macht. Und dann seid ihr nächste Saison reich. Leipzig ist ja unsere Konkurrenz in Leverkusen. Ja, mal abwarten, ne? Wir sprechen uns mal zur Winterpause wieder. Ja, Guerrero war auch schwach jetzt im letzten Spiel wieder, ja. Weiß ich auch nicht. Der hat viel Licht und Schatten, ne? Aber da ist auch nicht mehr so das Wechselspiel da mit Kimmich jetzt, seitdem Kimmich mit einem Palhinha zusammenspielt, ist das nicht mehr so mit dieser rechten Verteidiger-Wechselspielchen. Da sieht man, das tut ein Guerrero auch nicht gut. Ja. Deswegen saß er ja auch draußen und der Conny war mal rein und so. Wie gesagt, ist ein bisschen schade, dass man da nicht dem Aznu die Chance gegeben hat, ne? Auf der anderen Seite, ja, was machst du da mit Conny? Ja, ich verstehe das schon, so Teamchemie-mäßig, habe ich ja schon gesagt. Ist halt so. Michael ist eine Maschine, ja. Der wird seinen Weg gehen bei uns. Und ich mag auch seine provozierende Art und Weise, die fühle ich. Champions League gewinnen wir auch gleich mit, ja. Im Endspiel gegen Barca wahrscheinlich. Weil Barca ja jetzt gerade ist ja die beste Mannschaft der Welt, Barcelona. Weil sie 4-1 gegen FC Bayern gewonnen haben und 4-0 gegen Real Madrid. Man braucht mit Leroy auch nicht verlängern, wenn Brian nicht zurückkommt. Sorry, ja. Also das Thema Leroy ist aber sowas von durch.
Selbst wenn er jetzt eine Rückrunde oder jetzt seine Form findet und so spielen würde wie die Hinrunde unter Tuchel, würde ich den Niveau nicht verlängern. Weil dieser Mensch das einfach nicht konstant spielen kann. Das hat er die letzten 3 Jahre bewiesen. Also. Ich meine, gut, wenn er sich darauf einlässt und 10 Mille bekommt, dann kannst du da vielleicht noch drüber reden, aber selbst das fühle ich nicht. Ja, ich sag ja auch nichts gegen Frankfurt, ist ja auch völlig fein. Kannst genauso Stuttgart nennen, die die richtigen Spieler für ihre Vorstellung verpflichtet haben. Ist halt wichtig, dass man an einem Trainer und am Konzept festhält und das tun diese Vereine. Ja, und deswegen entwickeln sich diese Vereine. Deswegen hat sich auch Leverkusen entwickelt. Leverkusen hat auch die richtigen Spieler verpflichtet für ihre Art Fußball. Ja. So, aber die Chancen hatte ja ein Winnie noch gar nicht. Wir wissen ja noch gar nicht, welche Vorstellung ein Kompanie hat, wissen wir null. Ja, ein Kompanie hat den gleichen Ü-Kader dahingesetzt bekommen wie die letzten 10 Jahre gefühlt. Ja, wir haben einen Michael verpflichtet. Hut ab. Und einen Ito, den wir noch nicht gesehen haben. So. Wir wissen doch gar nicht, was für Vorstellungen ein Kompanie hat. Ja? Das wissen wir nicht. Das werden wir doch erstmal die nächsten 2, 3 Transferperioden sehen. Ja? Das wird doch das Interessante sein. Und warum soll es da nicht der Fall sein, dass ein Kompanie sagt, pass mal auf, den Jungen da, den fühle ich, den will ich, der kostet 20 Mille, let's go. Ja? Werden wir doch sehen. Oder ob er einen auf Tuchel macht und sagt, ja, hier den Declan, den brauche ich unbedingt, 120 Millionen, let's go. So. Da werden wir das wissen wir doch noch nicht. Ja? Klar, wir wissen eine Tendenz, die Aussagen, die getroffen wurden. Ja, das wird man sehen. Also ich gehe fest davon aus, auch wenn die Spieler gerade wieder performen, dass auf lange Sicht unsere Außen auf jeden Fall nicht in diesem Verein bleiben werden. Und dann werden wir sehen, wohin die Reise geht. Ja? Aber diese Chance hatte eine Kompanie ja noch nicht. Weil man die alten Geldsäcke halt nicht los wird. Ja, wir sind Rote, das ist ja schön und gut, was Hansi in Barcelona macht, aber er wollte halt bei uns weg. Also macht es doch nicht wirklich Sinn, zu sagen, schade, dass wir nicht auf Hansi gesetzt haben. Wen interessiert denn Hansi, Alter? Ja, ihn halt. Sorry. Ich sag's mal in meinen deutlichen Worten, Hansi kann sich verpissen, Alter. Haben wir als FC Bayern gesagt, Hansi, verpiss dich zur Nationalmannschaft? Oder hat Hansi gesagt, pass mal auf, ich möchte unbedingt zur Nationalmannschaft? Beantworte dir mal diese Frage, dann können wir gerne mal weiterreden. Ja? Ja. Ist ja Schwachsinn. Ja, der Hansi muss ja dem FC Bayern dankbar sein, dass der FC Bayern gesagt hat, ja komm, wir lassen dich aus dem Vertrag raus, damit du zur Nationalmannschaft gehen darfst. Wie wir es dann beim Nagelsmann auch getan haben, weil wir den DFB immer Geld in den Arsch schieben, Alter, weil wir ja der ach so böse FC Bayern sind, der ja keinerlei Rücksicht nimmt und so weiter. Deswegen schenken wir den DFB jedes Mal unsere Trainer, ohne dass da mal, ich glaube, es war ein Ablösespiel vereinbart, das ist 3 Jahre her, das ist halt immer noch nicht stattgefunden. Ja? So ein Ding nämlich. Aber jetzt zu sagen, schade, dass man mit dem Hansi nicht den Weg gegangen ist, sorry. Das ist ja völliger Schwachsinn. Völliger Schwachsinn. Und was wäre dann anders gewesen? Ja. Wie soll man das denn jetzt beurteilen? Also man sollte doch das hier und jetzt beurteilen. Und da sehen wir doch gerade einen sehr, sehr guten Weg von Vincent Kompany. Ne? Und wie gesagt, man sieht sich immer zweimal in der Saison. Ich denke, wir werden Barcelona nochmal sehen, früher oder später. Und dann können wir mal gucken, was Phase ist. Komm mir jetzt nicht mit fehlende Dankbarkeit oder sonst irgendwas. Oder Wertschätzung. Mutti Bob, Eberl und Freunde erwähnen doch gefühlt auf jeder PK, dass sie auf die Jugend setzen wollen. Wäre dann auch schön, wenn die Worte in Praxis umgesetzt werden. Ja, aber das Thema hatten wir ja letztes Mal auch schon. Ne? Oder ich hatte es im Video, glaube ich, gesagt. Um das umzusetzen, musst du ja die anderen Spieler erstmal loswerden. Ja, das ist doch das Problem, was ein Kompanie gerade hat. Guck mal, Kompanie hat aus dieser Mannschaft, die super
die letzten 2 Jahre super egoistisch war. Jeder hat so sein Süppchen gekocht, hat ein Company wieder eine Mannschaft geformt. Ne? Und das hat er natürlich nicht hingekriegt, indem er sagt, pass mal auf, ich setze mal Kingsley Coman, der hat ja nicht so richtig Bock, den setze ich mal raus. Ich setze einen Alphonso Davies auf die Tribüne, ich setze den auf die Tribüne und den und den und wir wissen alle, was dann passiert. Ja? Weil der kann mit dem gut, dann hat der keinen Bock mehr, der kann mit dem gut, bla, Sülz, so ist das in der Mannschaft. Und dann passiert genau das. Ja? Und genau deswegen ist das gerade das Problem. Wenn dann hätte, da gehe ich mit, dann hätte ein Eberl und ein Freund vor der Saison sagen müssen, Serge, Leon, was weiß ich, Kingsley, Sané, wie sie auch alle heißen, pass mal auf, wir planen nicht mehr mit euch. So, ihr dürft hier trainieren. Ihr spielt aber nicht mehr in der ersten Mannschaft. Ihr seid nicht Teil dieser Mannschaft. Ihr trainiert da nicht mit. Fertig. So. Dann hätte Winnie sagen können, jo, geil, jetzt habe ich freie Verfügbarkeit. Jetzt mache ich nämlich den mit rein, den mit rein, den mit rein. Aber wenn du die alle behältst und alle da sind, musst du sie halt integrieren in diese Mannschaft, ja? Damit du halt genau das hast, was du gerade hast. Dass halt eine Mannschaft auf dem Feld ist, wo jeder für jeden arbeitet. Ne? So, das ist doch das Problem. Und da können wir in Winnie halt keinen Vorwurf machen. Ja? Das ist ja gerade, was ich mit dem Aznu sagte. Ja, was wäre die Alternative gewesen? Die Alternative wäre gewesen, dass ein Conny nicht gespielt hätte, dass ein Guerrero nicht gespielt hätte. Ist das dann gut fürs Teamgefüge? Weiß ich nicht. Schwierig halt, ne? Also das in Company gerade anzulasten, ist halt, geht nicht. Ja, das muss ein Eberl und ein Freund anlasten. Und die haben sich das mit Sicherheit anders vorgestellt vor der Saison. Bin ich mir 100% sicher. Die haben sich mit Sicherheit vorgestellt, den werden wir noch los, den werden wir los. Ja, dann sagen die Spieler aber, nee, ich fühle mich wohl hier, ist alles schön, ist alles geil. Ja. Und entweder baust du dann Druck auf die Spieler, das wurde nicht getan. Und dann musst du sie halt integrieren, dann musst du die Mannschaft beisammenhalten. Ja. So ist es halt. Und jetzt stellt euch mal vor, das andere Szenario, ein Company würde das tun. Aus seiner Sicht. Ja, oder auch ein Eberl oder ein Freund hätten vor der Saison gesagt, so, King, Ding, Ding, Dongelong, alle auf die Bank, auf die Tribüne, raus aus der ersten Mannschaft und du hättest nur ein Spiel verloren. Du hättest nur ein Spiel verloren, dann wisst ihr doch alle, was passiert wäre, oder? So, du würdest das Thema ja bei jedem schlechten Spiel haben. Na? Ist halt schwierig. Naja, Ben, schwierig zu sagen, ob wir dann besser wären, wenn Kimmich jetzt RV spielen würde. Weil Kimmich ist ja schon, das muss man ja sagen, Dreh- und Angelpunkt dieses Spiels gerade. Erst recht, wo ein Pavlo nicht da ist. Wer soll das Spiel gestalten sonst? Ja? Hätte zugestimmt, wenn Pavlo da ist, ja, gehe ich mit. Ja? Palinja, Sechser, Kimmich, rechter Verteidiger, Pavlo, Achter, grandios. Ja? Fühle ich 100%, aber jetzt gerade, nee. Jetzt gerade kannst du den Move nicht machen. Und vorher war Kimmich halt auch super stark. Das darf man halt nicht außer Acht lassen. Und das hat ja super geklappt mit dem Pavlovic zusammen. Und ja, da musst du wirklich darüber reden, warum hast du ein Palinja verpflichtet. Aber auch das Thema hatten wir letzten Stream schon. Ich glaube nicht, dass man damit gerechnet hat, dass Kimmich genau diese Rolle so ausfüllt, wie er sie gerade ausfüllt. Ja? Und deswegen hat man Palinja verpflichtet. Weil man sehr wahrscheinlich dachte, entweder Kimmich verlässt den Verein oder Kimmich wird nicht diese Leistungsexplosion zeigen, die er gerade zeigt. Ne? Ich denke, man wird damit geplant haben, dass ein Palinja Sechser spielt und ein Pavlovic der Achter ist. Ja? Gehe ich von aus, dass man damit geplant hat. Ja. Was ja auch verständlich ist, auf die letzten Jahre gesehen. So, aber Kimmich hat halt die Kurve gekriegt. Und das von Anfang an in dieser Saison. Natürlich haben wir keine Rückkaufklausel für einen Stiller, der ist schon beim dritten Verein oder was, seitdem er uns verlassen hat. War beim zweiten, oder? War nicht in Augsburg, dann Stuttgart oder war da noch ein Verein zwischen? Ich weiß es nicht. Und wo willst du den jetzt hinstellen? So. Ja, der war mal beim FC Bayern, ja, der hat sich gut entwickelt, der zeigt gerade starke Leistung, deswegen muss er zum FC Bayern zurück, oder was? Um ihn auf die Bank zu setzen, oder was? Wo soll er denn spielen?
Ja, ja. Mein Gott. Aber das ist halt im Spitzenverein so. Du bist halt kein Verein wie Frankfurt. Ja. Du bist kein Ausbildungsverein. Das ist doch immer. Da reiten doch auch immer alle drauf rum. Willst du jetzt anfangen und sagen, ich kaufe jetzt Spieler für 20 Millionen ein und gehe den Frankfurt-Weg und ist uns egal, wo wir rumdümpeln? Leute, wir sind der FC Bayern, Alter. Punkt. Ja. Ich denke, wir machen gerade einen guten Schwenk mit dem Freund und mit dem E-Ball in die richtige Richtung. Du wirst es nie beim FC Bayern erleben, dass die sagen, wir holen jetzt 3 Spieler für A10 Millionen und die sollen jetzt die Offensive gestalten oder was. Du brauchst halt immer eine gewisse Qualität, die safe ist. Und dann musst du punktuell halt versuchen, junge Spieler einzubauen, ja. Aber alles andere geht doch nicht. Wir reden doch nicht davon, dass es unser Ziel ist, wir kaufen einen Spieler für 20 Millionen, um ihn nach einer guten Saison, die er in Deutschland spielt, dann nach Paris Saint-Germain für 80 Millionen zu verkaufen. Hä? Alter, wir sind sportlich über Paris Saint-Germain. So, das machen Vereine wie Stuttgart, wie Frankfurt, wie Dortmund. Ja, das sind aber auch alles Vereine, die eine Stufe hinter uns stehen. Selbst Leipzig macht das. Das sind aber nicht wir, der FC Bayern, Alter. Wir sind der Verein, der diese Spieler kauft. Ja, das sind wir. Punkt. Ja. Und deswegen wird dann so, wenn so ein Mamouche eine gute Saison spielt, gleich bei uns ins Gespräch gebracht. Genauso wie es jeder andere Spieler jedes Jahr tut. So. Aber wir müssen ja jetzt nicht darüber reden, dass es unser Ziel ist, keine Ahnung, jetzt den Mega-Gewinn zu erwirtschaften. Guck dir doch gerne die Jahreshauptversammlung der letzten Jahre an. Haben wir einmal Minus gefahren? Nein. So, alles andere ist doch gut. Ja? Unser Ziel ist doch nicht zu sagen, wir müssen die nächsten 3 Jahre 300 Millionen erwirtschaften. Nein, unser Ziel ist es, die Champions League zu gewinnen, deutscher Meister zu werden, Titel zu holen. Das ist unser Ziel. Ja? Das darf man halt nicht vergessen. Guck dir doch an, was diese Vereine machen, die so agieren. Was machen denn die Dortmunder? Die werden alle Jubeljahre mal Meister, weil sie dann gerade 2, 3 Spieler haben, die den Step gemacht haben und danach die Saison sind diese Spieler weg. Ja, und dann dümpeln sie wieder darum, wo sie rumdümpeln. So. Wir sind doch kein Verkaufsverein, Leute. Ja, wir gehen jetzt den Weg mit den Talenten, ja, die Leiste aus, der entwickelt sich gut, ja, dann kriegst du für den mal 10 Mille. Ja, das ist der Weg, den der FC Bayern macht. Kleinvieh macht auch Mist in Masse. So. Von den 30, 40 Talenten werden vielleicht 1, 2 den Durchbruch schaffen bei uns und der Rest geht für kleines Geld weg. So, das ist unsere Strategie, ja. Aber alles andere ist doch nicht unsere Strategie. Leute, wir sind der FC Bayern, Alter. Wir gehören zu den Top 5 oder Top 3 in Europa. Ja? So, da müssen wir doch nicht darüber reden. Wir machen jetzt den Weg von Eintracht Frankfurt, Alter. Was ist denn los? Warum auch? Es besteht doch kein Grund dafür. Wir sind doch kein Unternehmen, was sagt, wir müssen jedes Jahr den Gewinn erwirtschaften, damit unsere Aktionäre sich einen scheuern können jeden Abend. Ja? Wir sind ein Fußballverein, Alter. Da geht es darum, dass wir kein Minus fahren und dass wir sportlichen Erfolg haben. Das ist unser Ziel. Nichts anderes. Muss man sich jetzt schon nach einem neuen Torwart umschauen? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, na klar können sie 100.000 Karten pro Spiel verkaufen in München. Natürlich. Guck dir doch die Mitgliederanzahl an. So, da brauchen wir doch nicht weiterreden. Zwischen den Köln Ultras. T-Box. Manchmal muss man die Zähne beißen, ne? Zweitmarkt kriegst du immer welche, ja. Kevin, servus. Aber Zweitmarkt ist für mich halt keine Option, wenn du 650 Kilometer fahren musst. Den The Reaper, ja, das macht doch für dich Sinn. Ja. Das ist auch der richtige Weg. Anders kommst du auch nicht mehr an Tickets dran, leider. Adam, servus und Glück auf. Kevin, 1 Million setzt du?
Kann ich leider nicht gegenhalten, ey. Habe ich nicht. Du siehst ja schon kommen, dass man Neuer, Sané und Müller verlängert. Nee, ich sehe das nicht kommen. Wenn das kommt, bin ich traurig, ja. Dann mache ich auch den Wein-Smiley, Olli. Da gehe ich mit dir. Wäre für mich aber auch völlig unverständlich. Also erst recht Müller. Nichts gegen Müller, ihr wisst. Ja, alles ist gut. Aber Müllers Zeit ist einfach durch. Er kann da gerne in irgendeiner Funktion bei uns bleiben, selbst wenn er nur Co-Trainer ist. Ja, dass er dem Team erhalten bleibt, alles gut. Ne? Aber Müllers Zeit, das ist das zweite Jahr jetzt, wo er Teilzeitfußballer ist. Also beim Gehalt von 20 Millionen. Also ja, wenn Neuer seine Form wiederfinden sollte, ich meine, das letzte Spiel war jetzt nicht so katastrophal wie die Saison bisher, kannst du mit Sicherheit darüber reden, ob du ihn noch ein Jahr behältst, wenn du einen Übergangstorwart in der Zeit aufbauen willst, aber auch nicht für das Gehalt, was er bekommt. Ja? Und ein Leroy brauchen wir nicht drüber reden, Alter. Verkaufen. Punkt. Ja, aber es ist ja nichts Neues, dass Leroys Körpersprache eine Katastrophe ist. Also da brauchen wir ja nicht drüber reden. Ne? Also der wurde von dem eigenen Publikum ausgepfiffen. Vor 1,5 Jahren. Bis es da mal Klick gemacht hat. Ja, also. Ruhig Blut, Kai. Ich habe immer ruhig Blut, Kevin, weißt du doch. Sehr schön, dass er bei dir in der Schickeria den Ruf des besten Bayern-Trainers aller Zeiten. Ganz ehrlich, das nehme ich dir nicht ab, wa? Kannst du dir gerne dich hier hinstellen und sagen, du bist aus der Schickeria und das ist der Glaube in der Schickeria, Alter. Aber gut, in der Schickeria ist ja auch nur noch, bis was ich die letzte Mal gesehen habe, 14- bis 20-Jährige, also. Ihr kennt doch gar keine guten Trainer dann. Was ist denn los, Alter? Wie kann man denn sagen, dass Hansi der beste Trainer aller Zeiten war? Wie lange war denn Hansi, wie lange war dieser Mensch Trainer beim FC Bayern? Das dann schon alleine nur aus diesem Grund zu behaupten, ist eine Katastrophe. Ja, er hat das Sextubel gewonnen. Darauf kannst du das gerne zurückführen, ja. Da kannst du den Take bringen, aber du kannst doch nicht bringen, er war der beste Trainer aller Zeiten, Alter. Was hat denn Hansi denn Außergewöhnliches getan? Boah. Aber gut, weiß ich nicht. Ich glaube, ihm kam da auch sehr Corona entgegen. Ja, natürlich kam ihm da. Hansi er zeigt ja gerade im Barca, dass er anscheinend ein guter Trainer ist. Ja, aber Leute. Ey. Ich brauche nur an Jupp Heynckes, Ottmar Hitzfeld, selbst Udo Lattek denken. Also wer sich hier hinsetzt und erzählt, Hansi Flick ist der beste Trainer aller Zeiten beim FC Bayern, Alter, dann sorry. Dann bist du entweder 15 Jahre alt oder deine Vorstellung vom Fußball ist so weit von meiner entfernt, was auch fein ist. Ja. Katastrophe, so eine Aussage. Selbst Louis van Gaal hat mehr für diesen Verein getan als Hansi Flick. Ja, obwohl er kein Sextubel geholt hat. Oder noch nicht mal die Champions League geholt hat. Trotzdem hat er für diesen Verein mehr getan. Er hat einen Thomas Müller. Ja, ein Thomas Müller. Brauche ich nicht weiterreden, den Satz, oder? Hat Hansi Flick irgendwie sowas getan? Alter, was eine Aussage. Katastrophe, ey. Aber schön, dass du dich hier hinstellst und den ganzen Namen für Schickeria sprichst, Alter. Glaube ich dir richtig. Ja. Wild. Ja, aber die Zeit muss man ja Winnie geben. Ne? Wie gesagt, bisher hatte er noch keinen Einfluss auf irgendwelche Transferperioden. Ja, keine Ahnung. Ich habe da einfach andere Vorstellungen. Also ich kann nicht sagen, dass ein Trainer, der 1,5 Jahre bei ihrem Verein war, war der beste Trainer aller Zeiten. Also sorry. Weil er 6 Titel gewonnen hat. Wow. Was hat Hansi sonst für diesen Verein getan? Er hat den Verein ins Gesicht gespuckt, Alter. Das hat ein Hansi Flick getan. Ja, aber beste Trainer aller Zeiten, wa? Ja, ganz bestimmt, Alter. Eieiei. Da, 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 da.
Aber gut, Meinungen sind verschieden. Das ist auch völlig fein so. Also für mich ist es auf jeden Fall nicht so. Ja, Alter, wir sind auf einem guten Weg, das sehe ich genauso, ne? Aber ist ja auch klar, mein Gott, ey, neuer Trainer, neues System, alte Spieler, die du erstmal wieder irgendwo hinbiegen musst. Wie gesagt, dass er überhaupt das aus dieser Mannschaft rausholt, ist so viel Ehrenwert, ne? Dass irgendein Medium dieses Zitat von Knappi gebracht hat, ich habe noch nie über einen Wechsel nachgedacht. Und dann alle in den Kommentaren, einer von uns und so weiter. Ja, es sagt ja auch keiner, dass das schlecht ist, dass der Kader so groß ist. Hat doch keiner gesagt. Es wäre halt schön, wenn wenn halt ein paar mehr Junge hinten dran wären, ne? Ja, natürlich. Der Bratzo war der Grund, wenn Hansi gegangen ist. War nicht der Grund, dass er Nationaltrainer werden kann. Natürlich. War wahrscheinlich auch nicht der Grund, dass er sein Ergebnis auch nicht mehr toppen konnte beim FC Bayern. Aber wir werden es nie erfahren, ne? Da kann jeder sich sein Bild machen und seine Meinung bilden. Ja, ist leider so, dass ein Talent sofort funktionieren muss, wenn du da zu den Top 10 in Europa zählst. Das ist leider so. Ist das schön? Nein, natürlich nicht. Aber anders geht's halt leider nicht, ne? Wirst du Kobel von Dortmund bei uns fühlen? Weiß ich nicht. Ich müsste wahrscheinlich noch einen nächsten Stepper machen bei uns, ne? Aber Kobel ist mit Sicherheit kein schlechter Torwart. Ne? Welche Mitgliedsnummer bist du eigentlich, wenn man fragen darf? Boah, keine Ahnung. Aber warte, kann ich dir sagen. Wenn das so super interessant ist, kann ich euch das sagen. Ist kein Problem. Also beim Club Nummer 12 bin ich 4515 Mitgliedsnummer. Beim FC Bayern bin ich... Ist das dieses Jahr? Ja, dieses Jahr bin ich 72.059. Nexus, servus. Mir geht's gut. Und dir? Da, 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 da. Ei. Ja, Neuer hat ja auch gesagt, dass ihm das Herz rausgerissen wurde, nachdem man seinen Freund als Co-Trainer entlassen hat. Also. Und nicht über Manuels Neuers Charakter reden hatte. Ja, na klar sollte man das den Spielern erlauben, die Karriere beim Verein zu beenden. Ja? Aber man muss auch fairerweise sagen, wenn Thomas Müller jetzt im zweiten Jahr hintereinander nur noch Teilzeitprofi ist, dann kann er natürlich super gerne noch 2 Jahre dranhängen und seine Karriere beim FC Bayern beenden, aber doch nicht für 20 Millionen im Jahr. Ja, das muss man auch mal ganz klar sagen. So. Aber das sollte man dann ja, auch wenn man Thomas Müller ist und diesen Verein so lebt, eigentlich auch auf die Idee von sich auskommen, oder? Das sollte man dann auch erwarten. Der Beste war Jupp. Nee, Hansi Flick. Für die Schickeria auf jeden Fall. Der geilste Trainer. Der Beste aller Zeiten. Junge, ey. Pause in der Haus. Servus. Alexandra, guten Abend.
Ja, war doch eingeschlagen, der Diego Tantas, oder? War so eine Granate bei uns. Progressiven Wochenstart. Haben wir gehabt. Uli. In der Zeit seitdem ich... Guck mal, Guardiola habe ich ja noch niemals aufgezählt. Wild, oder? Aber ja, Guardiola hat ja auch kein Sextubel gewonnen. Deswegen ist er mir wahrscheinlich entfallen. Eieiei. Ja, da bin ich halt auch gespannt, Starbase. Na? Das denke ich halt auch. Aber ist die Frage, ob wir das so sehen werden. Wird wahrscheinlich noch 1,5 Jahre dauern. Die Mannschaft dann mal ein bisschen mehr auch ein Company-Gesicht hat. Aber allein, was er gerade aus dieser Mannschaft hat rauskitzelt, ne? Ich meine, wir haben die Mannschaft die letzten 2 Jahre gesehen, also schon grandios. Schönen guten Abend, Flick war gut und danke für all die Titel, doch es gab andere Trainer, die mehr für den Verein geleistet haben und ob er so erfolgreich sein mit dem Barca. Das weiß ich nicht. Kann gut sein, dass er da auch so erfolgreich sein wird. Hat da eine starke Mannschaft auf jeden Fall, ne? Und klar hat Hansi Außergewöhnliches geleistet bei uns. Das steht ja außer Frage. Ja? Aber er ist der beste Trainer aller Zeiten. Also. Sorry. Aber wie gesagt, das muss jeder für sich wissen. Also ich kann auch keinen Trainer gleichsetzen, der die Früchte erntet, wie es ein Hansi Flick getan hat, ja. Was er sehr gut gemacht hat, gar keine Frage, ja. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, die richtigen Worte gefunden, die richtigen Spieler gepudert, schön auf die Führungsspieler gehört, alles recht gemacht, alles super, er hat es perfekt umgesetzt, ja. Aber das kannst du doch nicht vergleichen mit Trainern, die eine Ära geprägt haben, die eine Philosophie geprägt haben, angefangen mit Louis van Gaal, mit Guardiola, auch mit dem Jupp Heynckes, oder guckt euch nur Ottmar Hitzfeld an, was der geleistet hat, also, sorry. Also, dann ein Hansi Flick, der was da war, welche Zeitspanne mit diesen Trainern gleichzusetzen, fühle ich persönlich halt einfach nicht. Ach ja, ich finde das so schlimm, dass manche alles aber wirklich alles schlecht reden, wenn gut läuft. Schenken uns die Gegner den Sieg und wenn es schlecht läuft, springen sie direkt auf die Barrikaden und wollen Tuchel wieder. Tuchel. Wirklich, wirklich furchtbar. Ich genieße unseren Fußball und die Entwicklung zurzeit so sehr. Gebt dem wenig Zeit, dann werden wir Erfolg haben. Ja, aber es macht doch gerade keiner hier. Also zumindest gerade jetzt hier keiner im Chat, oder? Ansonsten gehe ich da natürlich mit. Raus in der Haus, ne? Ja. Ja, der wollte schon öfter aus Dortmund weg, oder? Das Problem ist halt einfach, solange Manuel Neuer da ist, ist Manuel Neuer da. Da wirst du auch keinen anderen Torwart verpflichten. Ja, welcher Torwart setzt sich denn freiwillig auf die Bank halt, ne? Wir gewinnen gegen Benfica am Mittwoch. Ja, werden wir sehen, ne? Nee, natürlich erfahren wir das nie, was in den Kulissen so läuft. Doch völlig klar. Vielleicht irgendwann, wenn der Hansi seine Biografie schreibt. Oder irgendeiner, der beteiligt war. Ja, dann erfahren wir das vielleicht. Übrigens dazu, vielleicht mal als Tipp war, Klaus Augenthaler hat so eine Art Biografie geschrieben oder schreiben lassen. Könnt ihr euch mal anschauen. Für alle alten Säcke. Sind ja viele alte Säcke hier, ne? Ein gutes Auge. Da seht ihr da mal, was Vereinsliebe ist. Hier geht's bestens, das ist so schön. Lass uns tauschen bis 274. Dann tauscht doch besser mit dem Simon, der ist doch 48.000.
Was machen Sie eigentlich neben YouTube? Arbeiten. Sollte Nübel das Vertrauen aussprechen? Na, da gehe ich nicht mit, ey. Für Nübel auch gar nicht bei uns. Aber er kann mich natürlich von einem Besseren überzeugen, ne? Wir sind Rote, jetzt mal ganz ernsthaft, ne? Wenn du hier wirklich für die Schickeria sprichst, ne? Dann solltest du vielleicht aufhören zu schreiben, weil du rückst die gerade in ganz beschissenes Licht, ey. Ja, das ist ja immer Ansichtssache, ne? So, nicht jeder Trainer von den Leistungen besser ist gleich auch erfolgreichster. Muss nicht immer den besten Fußball spielen, um erfolgreich zu werden, siehe Ancelotti letzte Saison. Das ist ja immer Ansichtssache. Ist ja auch völlig fein, wenn man Hansi Flick als den besten Trainer aller Zeiten sieht. Ich habe ja nur meine Meinung dazu gesagt. Das ist seine Meinung, das ist auch gut so. Ja, die Frage ist, brauchst du dann, wenn Neuer aufhört, ein Talent oder brauchst du einen gestandenen Torwart? Also mit einem Talent hast du mit einem Daniel Peretz in den eigenen Reihen. Ne? Wird man sehen. Statistisch gesehen war Lucien Favre beim BVB besser als Kloppo und Tuchel und dennoch hat er nicht mehr Erfolg geholt. Ja, Leute, also, darüber brauchen wir nicht reden. Ne? Über Statistiken brauchen wir nicht reden. Und wie gesagt, wenn du rein nach Titel gehst, hat Hansi Flick natürlich die stärkste Saison gespielt. Ist ja alles gut und schön. Ja. Aber Hansi Flick hat für mich persönlich halt nicht den Einfluss als Trainer auf diesen Verein gehabt, wie es viele andere Trainer haben. Aber das muss ja jeder für sich auch beantworten. Nee, wir hätten das Sechstubel nicht gewonnen mit mir als Trainer. Weil ich keiner bin, der die Leute Zucker in den Arsch pusten würde. So wie es ein Hansi halt sehr, sehr gut kann. Wobei nicht Türsteher-Legende, ja. Deswegen war die Bomberjacke auch gleich ausverkauft. Ja, nochmal. Wir sind rot, pass auf. Wir machen das ganz einfach. Louis van Gaal, ich weiß nicht, ob du da schon auf der Welt warst. Louis van Gaal, Thomas Müller. Google das mal. Weil du bist ja anscheinend jemand, der das so mag und Thomas Müller ja auch in den Himmel hebst, sehr wahrscheinlich. Dann google das mal. Und dann weißt du, welchen Einfluss ein Louis van Gaal hatte und welchen Einfluss ein Hansi Flick hatte. Unabhängig von Titeln, sonst was. Ohne einen Louis van Gaal hätte es niemals einen Thomas Müller gegeben. Und viele andere auch nicht. Das ist nur ein kleiner Einfluss, den Louis van Gaal hatte. Louis van Gaal hat nämlich ein ganz neues Spielsystem geprägt beim FC Bayern München. Aber ja, das geht dann schon wieder in ganz tiefe Sphären rein. Wie gesagt, das ist ja auch völlig okay. Ich habe doch da gar kein Problem mit. Wenn für dich Hansi Flick der geilste Trainer dieser Welt beim FC Bayern war, ist das für mich völlig fein. Für mich ist es das halt nicht. Und du wirst mich da nicht von deiner Meinung überzeugen, ich dich nicht von meiner. Und damit ist doch auch gut, oder? Passt doch. Ja, ich hoffe, dass eine Kompanie die Zeit bekommt, ne? Und aktuell spricht ja auch nichts dagegen, oder? Aktuell, wir sehen guten Fußball, die Ergebnisse stimmen, wir sind im Soll, alles ist doch gut, ne? Und ja, du musst wieder dahin kommen, dass Konstanz da ist auf der Trainerposition. Ja, wir haben das vorhin gesagt, so an so ein paar Beispielen von anderen Vereinen, wie die sich entwickeln. Das geht halt nur, wenn du Konstanz hast auf der Trainerposition und nicht immer gleich nach einem Jahr, 1,5 Jahren den Trainer raus, wie er es beim Nagelsmann getan. Auch ein Nagelsmann hätte seinen Weg gefunden bei uns, glaube ich. Ja. Weil der Spielstil war ja schon ein bisschen ähnlich zu dem, den Kompany gerade spielen lässt.
Nagelsmann ist halt an anderen Themen gescheitert bei uns. Nämlich eben daran, dass er nicht dieser super erfolgreiche Spieler war und diese starke Meinung hat und nicht das Problem hat, sich gegen die doch so mächtigen Führungsspieler zu behaupten. Na, das war so ein bisschen Nagelsmann sein Problem, glaube ich. So, war super schade. Ja, ich glaube auch ein Nagelsmann hätte bei uns was prägen können. Ja. Hat man sich halt selber versaut. Ja. Und deswegen ist es gerade wichtig, selbst wenn es, ich habe es ja auch schon vor der Saison gesagt, selbst wenn du diese Saison keinen Titel holen solltest, aber der Fußball oder die Entwicklung in diese Richtung geht, wie sie gerade geht, ja. Wie gesagt, vergleich doch mal das, was wir gerade sehen und auch fühlen auf dem Feld, dass da wieder eine Mannschaft steht. Welche Art wir Fußball spielen, vergleicht das doch mal mit den letzten 2 Jahren. Ja. So. Wir haben ein schlechtes Spiel gesehen. Und das war noch nicht mal ein ganz schlechtes Spiel. Das waren 60 Minuten oder 70 Minuten gegen Barcelona. Das war das einzigst schlechte Spiel bisher. Ja. Also über was reden wir, ne? Ja, keine Ahnung, ich bin nicht drin im Kobel-Thema, Leute. Ich bin nicht bei Borussia Dortmund, also. Wenn ich einen Kobel gesehen habe, war das völlig fein, was er geleistet hat. Und ich habe es ja gesagt, wenn, dann muss er natürlich den nächsten Step bei uns machen. Aber das muss wahrscheinlich jeder Torwart, es sei denn, du greifst richtig, richtig tief in die Tasche. Ne? Ja, also um das mal kurz, wir sind Rote. Ja? Also mit die Aussage, die du hier triffst, das war wahrscheinlich, was Imara gerade meinte, bist du definitiv nicht von der Schickeria. Also, du brauchst dich hier nicht mit falschen Farben oder falschen Aussagen brüsten, Alter. Oder es kann natürlich sein, dass die Ultras mittlerweile dann ihr Motto geändert haben. Ja, aber ansonsten hast du dich gerade selber bloßgestellt mit dieser Aussage. Was aber auch fein ist. Mein Gott. Auge Legende, ganz genau. Das machen sie eigentlich neben YouTube, Twitch. Chico, was Thema? Hier, Chico. Chico ist doch auch einer. Chico, pass auf. Thema ist, war der beste Trainer aller Zeiten beim FC Bayern? Die Chance ist jetzt bei 60%, dass Chico auch Hansi Flick sagt. Dann kannst du dich mit dem Wir sind Rote mal zusammenschließen, dann könnt ihr mal ein bisschen diskutieren. Ja, wir brauchen nicht darüber reden, dass ein Fonzie Davis super in dieses System passt. Ja, und dass ein Company auch ein Fonzie anscheinend wieder dahin bringt, wo er war. Vielleicht sogar noch weiter bringt. Ja, da brauchen wir ja nicht drüber reden. Wenn aber diese Zahlen, die da im Raum stehen, nur ansatzweise stimmen und wenn ein Alphonso Davies jetzt noch von dem eigenen Verein ein Handgeld möchte, damit er den Vertrag verlängert, dann sage ich euch ganz ehrlich, Alphonso Davies, verpiss dich. Verpiss dich aus diesem Verein, Alter. Punkt. Ja. Geh nach Real Madrid, geh nach Manchester United, geh nach Saudi-Arabien, wo sie dir 50 Millionen im Jahr in den Arsch schieben, aber verpiss dich aus diesem Verein. Punkt. Und diese Meinung wird sich nicht ändern. So, sag mal Kai, er soll auf aktuelle Nachrichten eingehen. Wenn er immer auf Nachrichten von vor 20 Minuten eingeht, kann man keinen Dialog richtig halten. Hoffe, du verstehst, was ich meine. Verstehe ich. Es hat das Problem, wenn viele Leute da sind. Aber ist kein Thema. Du kannst gerne eine 100er Subbombe droppen, dann kriegst du 10 Minuten exklusive Zeit mit mir. Ist kein Problem.
Diablo Dallen, viel Spaß. Ja, denke, Louis hat schon, wie gesagt, ohne Louis wird es keinen Thomas Müller geben. Ne? Hätte es auch kein Holger Badstuber gegeben. Also. Aber wie gesagt, das ist ja auch immer Ansichtssache. Ne? Ja, ja, Van Gaal hat das System halt eingeführt, ist richtig. Wir spielen guten Fußball, ja, das sehe ich auch so. Guck mal, da haben wir doch einen gemeinsamen Nenner gefunden. Ja, Chico, habe ich auch so empfunden. Ich fand das auch ein super Spiel. Das Unionsspiel. Hat mir auch richtig, richtig gut gefallen. Da war halt auch nicht so dieser langweilige Part drin oder sowas, ne? Auch wenn wir super viel Ballbesitz hatten, man hat trotzdem immer eine Lücke gesucht und so weiter. Hat mir richtig gut gefallen, ja. Omeitzer war der beste Trainer, den Bayern mit Beckenbauer jemals hatte. Ja. Wie gesagt, Geschmackssache, ne? Aber Ottmar war auch schon, ja. Ottmar war schon auch eine Legende, ey. Sprechen Sie denn über Davis, schämen Sie sich, ja. Nach dem Stream schäme ich mich da. Ja. Wenn du siehst, wie sich die Bayern-Spieler vor den Spielen in Katakomben gegenseitig heiß machen und sich pushen, sieht man, was Kompanie den Prinzessinnen für eine Einstellung eingeimpft hat. Einfach klasse, hoffe, die Granden halten zu ihm bei der nächsten kleinen Krise. Ja, ich denke, noch mehr sieht man das halt auf dem Platz, ne? Da sieht man schon, wie man... Ja, gegen Barca war es so die zweite Halbzeit so ein kleiner Einbruch in alte Zeiten, ne? Aber ansonsten, ja, du siehst das auf dem Feld. Also, da ist halt einfach wieder eine Mannschaft auf dem Feld und nicht diese Einzel-Egoisten, was Tuchel halt so... Ja, was Tuchel aber auch so wollte, ne? Er wollte halt, dass wir durch Einzelaktionen und sowas glänzen, so. Jetzt ist es ist wieder das Team auf dem Feld. Und das ist schon viel wert. Ich finde, das siehst du ganz hervorragend, wenn die ein Tor schießen. Dann hast du halt nicht mehr diese Grüppchenbildung, dass nur 2, 3 hinlaufen, sondern dass wirklich alle hinlaufen. Und das sieht einfach mega aus und das fühlt sich auch gut an. Der beste aller Zeiten, Van Gaal ist weit oben auf der Liste, Gottmar auch Jupp, Guardiola hat bei uns, glaube ich, auch den nächsten Stepper gemacht. In England dann sich selber perfektioniert. Ja, das hat ja auch noch ein bisschen gebraucht in England, ne? Bis zum ersten Champions League-Sieg hat es ja trotzdem noch gedauert. Ja, laut Sky, weiß ich nicht. War auch Cristiano Ronaldo schon bei uns. Also. Keine Ahnung, Leute, was sollen wir auf solche Sachen geben? Ja. Ist doch klar, dass Medien, es gibt doch gerade nichts über den FC Bayern zu schreiben. So, es gibt keine Wasserstandsmeldungen zu irgendwelchen Vertragsverhandlungen, das hat der Eber klar geäußert. Es gibt nichts Negatives zu schreiben, weil wir die letzten Spiele alle gewonnen haben, das zu 0. Man kann doch nicht mehr die Abwehr kritisieren. Man kann den Neuer gerade nicht kritisieren, weil der Neuer keinen Torwartfehler gemacht hat oder keinen Torwartfehler, der zum Tor geführt hat, wenn wir Bochum mit reinnehmen. So, was sollen die denn gerade schreiben über den FC Bayern, dass das irgendwie angeklickt wird?
So, also nimmt man die Spieler, die gerade überperformen aus der Bundesliga und dann schreibt man dabei, ja, sind schon erste Gespräche geführt, ist schon eigentlich safe und bla und Sülz. Wir kennen es doch, Leute. Ist doch jedes Jahr dasselbe. Ist die gleiche Frage wie bester Spieler aller Zeiten. Ja, bester Spieler aller Zeiten ist ja noch viel, viel schwieriger. Eindeutig Kimmich. Wild. Siehst du, da geht doch gleich das Licht aus in der Allianz Arena, Alter. Wild. Da müsste man vielleicht erstmal nach Generation gehen. Wenn es darum geht, wer die schillerndste Figur war, dann natürlich Franz Beckenbauer, Alter. Brauchen wir nicht drüber reden. Der Kaiser. So, wird er auch gleich eingeblendet. Aber ansonsten, es gibt so viele gute Spieler. Ja, also haben wir ja schon oft diskutiert, da wird doch niemals eine Top 11 reichen. Wenn man da mal weiter zurückgeht, wie gesagt, auch so ein Klaus Augenthaler für mich halt, ja. Aber das kommt auch drauf an, wie alt man ist, was man alles so miterlebt hat. Sehe, dass du Davis etwas differenzierter als du, aber jedem seins. Denke, im heutigen Fußball ist Handgeld normal und ich will nicht wissen, wer in München nicht schon welches erhalten hat für eine Unterschrift. Nee, das sehe ich komplett anders. Handgeld ist normal, wenn der Spieler den Verein ablösefrei verlässt. Jo. Da stimme ich dir zu, völlig legitim, ja, weil der Verein, der den Spieler aufnimmt, keine Ablöse an den Verein zahlen muss. Dann zahlt man ein gewisses Handgeld an den Berater, an den Spieler, der zieht sich das nochmal schön rein. Alles gut. Ja. Wenn man bei einem Verein ist und wenn man als Alphonso Davies ein kleiner, ich spreche es nicht aus, ist, zum FC Bayern geholt wird, der FC Bayern diesen Spieler dahin bringt, wo er ist, wo er natürlich seinen eigenen Anteil hat, und man dann so ein Wichser ist gegenüber diesem Verein, dass man sich dahin stellt und sagt, nee, ich verlängere den Vertrag nicht, ich möchte den Verein auf jeden Fall verlassen, ich möchte nach Real Madrid gehen und dann ernsthaft wieder in Verhandlungen tritt, um dann vielleicht doch noch beim FC Bayern zu bleiben und dann noch den Verein, wo man ist, seit 3 oder 4 Jahren, dem man zu verdanken hat, dass man überhaupt ein Angebot von Real Madrid bekommen könnte, dann sagt, pass mal auf, ich möchte hier aber gerne meine 17 verkackten Millionen haben und ich möchte gerne 20 Millionen Handgeld, damit ich meinen Vertrag hier verlängere, dann verpiss dich aus dem Verein. Punkt. Was willst du mit solchen Spielern? Was willst du mit solchen Spielern, Alter? Das sind Wichser. Das sind Wichser. Man kann das nicht anders ausdrücken. Hier, wo ist Ulle? Hey, setz dich hin, Wichser! Hey, setz dich hin, Wichser! Das sind Wichser. Das sind einfach Wichser. Punkt. So verhält man sich nicht gegenüber dem Verein. Feierabend. Es ist schön und gut, wenn er sich da hinstellt und sagt, Jungs, ich bin der Überflieger dieser Mannschaft. Ich bin der diesen Verein am Leben hält. Deswegen möchte ich 20 Millionen haben. Alles gut. Können wir darüber diskutieren, wenn er die Leistung bringt. Ja? Bin ich der Letzte, der damit ein Problem hat. Wirklich. Bei Musiala können wir differenziert darüber besprechen. Aber wenn er sich dann da hinstellt und sagt, ich möchte noch ein Handgeld, dass ich hier wieder bei diesem Verein unterschreibe, Alter, dann verpiss dich. Verpiss dich, du hast nichts verloren in diesem Verein, Alter. Gar nichts. Junge, Katastrophe. Und wir reden noch davon, dass er dann trotzdem noch 16, 17, 18 Millionen im Jahr kriegt. Alter. Nein, bitte, verpiss dich aus dem Verein. Boah, krieg ich da einen Brass, Alter. Was ist das für ein Gebaden, Junge? Boah, ja, Fußball ist nur noch Geschäft, es geht nur noch um Kohle, das wissen wir alle. Ja, das weiß ich auch. Aber sorry, das ist ein Verhalten, Alter. Da habe ich kein Verständnis für. Gar kein Verständnis. Aber das hat man auch gemerkt, denke ich. Junge, Alter. Und da kann er noch so gut gerade in Form sein oder nicht. Ja, das spielt keine Rolle. So, wie gesagt, nehmen Musiala als Beispiel, Gesicht des FC Bayern, bla, Sülz, der spielt, der ohne Musiala würde gerade relativ wenig laufen nach vorne, alles gut, ja, der spielt auf einem hohen Level, der hat Vorstellung, was weiß ich, sagen wir 17 Millionen und man verlängert den Vertrag, was weiß ich, für 15, leistungsbezogen kannst du auf 20 kommen, ist doch alles fein, ja. Oder meint ihr, der Musiala geht dann zum Verein und sagt, ja, hallo, aber ich möchte noch 50 Millionen Handgeld haben.
Wenn dem so ist, dann verpiss dich auch aus diesem Verein. Punkt. Junge, Alter. Katastrophe. Und ja, der wird bei mir auf der Tribüne sitzen. Von Vereinsseite. Alphonso Davies wird bei mir auf der Tribüne sitzen. Fertig. Aber es ist völlig fein, wenn ihr das anders seht. Ja? Das ist nur meine bescheidene Meinung dazu. Weil mich einfach solche geldgeilen Drecksäcke in der heutigen Zeit einfach nur ankotzen, Alter. Die kriegen halt schon 16, 17, 18 Millionen jedes Jahr in den Arsch geschoben, Alter. Dafür, dass sie das machen können, was sie lieben. Ja? Und sind dann noch so dreist dem Verein gegenüber, der sie auch da mit zusammen dahin gebracht hat, wo dieser Spieler ist, und wollen dann noch ein Handgeld haben, Alter. Dann verpiss dich. Junge, Junge. Ja, ist mir egal, ob eine Neuverpflichtung mehr Geld kostet. Es ist scheißegal, ob eine Neuverpflichtung mehr Geld kostet. Darum geht's doch gar nicht. Es geht um die Art und Weise, und wir reden immer davon, wir müssen dankbar sein, ein Thomas Müller gegenüber, der Verein muss dankbar sein, ein Manuel Neuer gegenüber, der Verein muss da dankbar sein, da dankbar sein, da dankbar sein. Welcher verfickte Spieler ist denn mal dankbar? Ist ein Alphonso Davies dankbar, dass er beim FC Bayern spielen durfte, sich dahin entwickeln durfte, wo er ist? Ist er da dankbar, wenn er sich dann dahin stellt und sagt, ich möchte 17 Millionen und ein Handgeld von 20? Ist das Dankbarkeit? Nee, ist es nicht, Leute. Das ist ein Schlag ins Gesicht für den Verein. Nicht mehr und nicht weniger. Und dann brauchst du diese Spieler nicht. Sorry. Punkt. Ist Alphonso Davies jetzt der Überflieger, ob Alphonso Davies auf dem Platz steht oder in China fetten Sack Reis Alter? Sorry. Ja, wenn er gute Form hat, wie er sie gerade hat, kann er ein Faktor sein. Aber ganz ehrlich, du kannst auch einen Guerrero dahinstellen. Wow. Was ändert's? Chris vielleicht ein Gegentor. Wenn es mal um irgendein Schnelligkeitsding gehen sollte. Ja, richtig. Halleluja. Wow. Die tun gerade so, als wäre Alphonso Davies irgendwie ein super entscheidender Spielcharakter, Alter. Ist er nicht. Kann er sein? Ja, gehe ich mit. Er hat das Potenzial, gar keine Frage. Aber Leute, du musst Spieler haben, die auch Charakter haben, Alter. Und das hat er nicht. Da ist mir egal, ob eine Neuverpflichtung Geld kostet. Dann stellen Adam Azno dahin. Da brauchst keinen Spieler verpflichten. Den hast du in den eigenen Reihen. Wo ist das Problem? Müssen wir einen neuen Verteidiger verpflichten? Ein Ito ist da, ein Stani ist da. Die können alle linker Verteidiger spielen. Guerrero kann linker Verteidiger spielen. Müssen wir einen neuen Spieler verpflichten? Müssen wir Alphonso Davies nicht verlängern? Nee, müssen wir nicht. Junge, Junge. Wenn Kompany gegen starke Gegner wie Barca sein System nicht anpasst, sehe ich in der Champions League schwarz. Auch ein wilder Take. Naja, die Frage ist doch, Magic, erstmal vielen lieben Dank für dein Primey. Die Frage ist doch, ob der VfL Bochum das überhaupt wollen würde. Ja. Und was heißt denn, du leihst die Spieler mal eben aus? Ja, das muss doch alles auch dann Hand und Fuß haben. Das ist doch alles nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Oder meint ihr, der VfL Bochum möchte gern einen Kader haben, wo er 10 ausgeliehene Spieler hat, die nächstes Jahr dann safe wieder weg sind und sowas und so weiter. Ja? Und nur weil man eine Fanfreundschaft hat, die ich pflege, die ich liebe, heißt das ja nicht, dass die Vereine gut miteinander klarkommen. Ja? Ja, natürlich wird ein Davies auf Handgeld bestehen, weil der Vertrag ausläuft, Leute.
Und wenn Fonzie Davies nach Real Madrid geht, nach Manchester United, nach Buxtehude, wird er ein Handgeld bekommen. Deswegen besteht er beim FC Bayern auch auf Handgeld. Ja. Ja, wir schieben doch auf. Wir haben doch eine Kooperation, die jetzt mit Hand und Fuß dann demnächst mit Unterhaching ist und so weiter. Das ist doch auch der Plan, dass der FC Bayern verfolgt. Ja. Dass man einige Partnervereine hat, um dann halt Spieler, ja, weiterzuentwickeln. Ja. Aber, also erstmal ist das, glaube ich, gar nicht erlaubt, dass du in derselben Liga einen Partnerverein haben dürftest. Ja. Also wäre das schon mal gar nicht möglich mit dem VfL Bochum. Da gibt es halt auch Regularien und alles, ja. Und ich glaube auch nicht, dass der VfL Bochum sich betiteln lassen möchte mit, ja, wir sind der Ausbildungsverein des FC Bayern München. Aber wir reden immer noch über einen Erstligaklub, ja. Ja, dann kann auch Alphonso Davies denselben Weg gehen wie David Alaba und gut ist. Ja. Kann er sich auch heulend in die PK setzen und sagen, habe ich alles doch gar nicht so erwartet, dass ich jetzt doch wechseln muss. Ich wollte doch einfach nur mehr Geld haben. Junge, das Alaba-Thema kannst du gehen wir gleich in die gleiche Kerbe schieben, ey. Aha, hast du mit Kimmich gesprochen und mit Dieboy, Alex, oder was? Kannst du mir ja gerne mal dann zeigen. Ich glaube nicht, dass Kimmich so ein Wichser ist, sag ich dir ganz ehrlich. Ja, na klar ist das auch falsch, Torki, habe ich doch schon 100-mal gesagt. Dass es für mich auch eine Farce ist, dass ein Müller oder ein Neuer immer noch 20 Millionen verdienen. Ja, das sehe ich doch nicht, das sehe ich doch kein Stück anders. Ja, Fetzer, dann solltest du vielleicht mal auf YouTube gucken, da sind noch ein paar mehr wie 33 Zuschauer. Ja, den habe ich schon gegangen. Der ging mir auf den Sack. Das ist ja auch völlig fein. Jetzt, also da müssen wir doch mal unterscheiden. Wa? Also der Letzte, der so utopisch abgezogen hat, war Alaba. Und ein Hoeneß liebt den bis heute. Lässt ihn bei Bayern regenerieren und vermittelt A2OP. Als Fan regt man sich auf. Die Bosse juckt's. Also, es ist doch völlig fein. David Alaba war doch lang genug in dem Verein. Es geht doch nicht darum, dass man den Spieler dann hasst oder sonst was und den nicht irgendwie unterstützt, wenn er in München operiert wird oder sonst was. Ja. Ich meine, selbst ein Boateng durfte bei uns noch mittrainieren. Das ist ja alles gut und schön. Ja. Nur da muss man mal unterscheiden zwischen was man dem Spieler zahlt und was ein Alaba wollte, zu viel Kohle. Ja, Punkt. So, und das hat der Verein nicht gemacht und Feierabend. Und dann ist er gegangen. Ja. Womit er selber nicht gerechnet hat. Das sieht man, wenn man sich die PK anguckt, die damals gelaufen ist. Hat er sich halt ein bisschen verzockt. Ja, und alles ist gut. Ich hatte da seine Jahre bei Real Madrid, hat die Karriere da beendet, ist doch alles fein. Aber deswegen sagen wir doch nicht, dass ein Alaba wollen wir deswegen die sportliche Zeit bei uns vergessen oder was? Alaba hat sehr viel für den Verein getan. Ja, darum geht's doch gar nicht. Ist doch auch völlig fein. Wenn wir Spieler haben, wenn Alphonso Davies doch da ist und Alphonso Davies sagt, keine Ahnung, ich möchte jetzt unbedingt 20 Millionen verdienen, dann ist das doch fein. Dann ist er ein geldgeiler Wichser. So, das ist in der heutigen Zeit nun mal so. Fußball geht um Kohle. Wenn er meint, das ist sein Stellenwert, dann ist das fein. Dann sagt der FC Bayern, nein, das zahlen wir nicht. Dann sagt er von Davies, dann gehe ich nach Real Madrid. Und dann ist doch gut, dann soll er doch gehen. Hab ich doch gar kein Problem mit. So gar nicht. Völlig fein. Ja? Dann ist das einfach ein Charakter, der auch nicht zu diesem Verein passen muss. So. Was mir auf den Sack geht, ist,
dass man dann sich da hinstellt und sagt, ja, jetzt bin ich ja im letzten Vertrag, jetzt läuft der Vertrag ja aus, weil ich ja eigentlich nach Real Madrid möchte. Weiß ich jetzt aber doch noch nicht so genau, weil Vincent Kompany ist ein geiler Typ, den mag ich und der führt mich gerade wieder zu einer Topform und Real Madrid hat vielleicht gar kein Interesse mehr, mir das zu zahlen, was ich gerne haben möchte. Vielleicht bleibe ich jetzt doch beim FC Bayern. Weil wir führen gute Gespräche, aber dann möchte ich gerne ein Handgeld von 20 Millionen haben. Ja, dann verpiss dich. Punkt. Du, 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 du. Ja, Leute, ey, ist doch alles fein. Ihr könnt das doch alle anders sehen, ich sehe das so. Und wenn du dich da einer Stärke beraubst, ja, die Stärke war über ein Jahr nicht zu sehen von Fonzie Davies. Die Stärke ist jetzt seit, soll ich in meine Tabelle gucken, 2,5 Spielen da. Auch vorher war die Stärke nicht. Fonzie war Katastrophenleistung, die er gezeigt hat. Und jetzt zieht ihr euch daran hoch, seit 2,5 Spielen, oh ja, du willst dich der Stärke berauben, dass Alphonso Davies schnell ist. Woo! Junge, ihr mit eurer scheiß Schnelligkeit-Debatte im heutigen Fußball, da kriegst du das Kotzen, Alter. Junge, ihr tut so, als wär Speed alles. Hast du gesehen, was ein Jamal mit einem Alphonso Davies gemacht hat im Barcelona-Spiel? Soll ich es nochmal sagen? Ja, Alphonso Davies ist 4-mal an ihm vorbei geflippert, weil er so super schnell ist. Ist er einmal an den Ball gekommen? Nee, kommt ein Fonzie Davies auch nicht. Sobald dann technisch, denk mal letzte Saison gegen Mainz mit dem Gruber. Alter, sobald da ein technischer Spieler auf dieser Seite ist, gegen Alphonso Davies, sieht Alphonso Davies den Ball nicht. Da kann er so schnell sein, wie er möchte. Alphonso Davies ist dann gut, ja, wenn der Ball lang geschlagen wird und in ein Laufduell muss. Dann ist ein Alphonso Davies sehr, sehr stark, weil er der schnellste Spieler bei uns im Kader ist. Ja, dann läuft der Spieler ab. Deswegen passt er gerade in das Company-System. Ja, das ist aber auch alles. Und das ist es dann wert, dass man seine Seele verkauft, oder was? Leute, Alter. Wild. Ja. Junge, Junge, Junge. Dieter Hecking bei VfL Bochum. Ach du Grüne. Ey. Na gut, der Dieter Hecking funktioniert ja ab und wann als Feuerwehrmann, oder? Also Dieter Hecking ist ja auch kein schlechter Trainer, aber... Boah. Also in Bochum ist aber auch schon wild, ne? Mit 7 Punkte Rückstand jetzt schon, ist schon... Da helfen mir jetzt gerade nur noch Siege, Alter. Tarek Buchmann, Alter, der ist der, haben wir im letzten Stream schon gesagt, der ist wie Bielefeld, Alter. Da wissen wir noch gar nicht, ob es den wirklich gibt, ey. Ich wünsche den VfL, ich wünsche den Dieter Hecking, Alter. Ja, gar keine Frage. Wie gesagt, die Dichter sind schon sowas von aus in Bochum, das ist... Eigentlich musst du, keine Ahnung, wie würdest du jetzt in Bochum agieren, Alter? Kannst jetzt einen Hüb Stevens machen und sagst erstmal, die Null muss stehen und fährst erstmal ein paar Unentschieden ein, die werden dich halt nicht weiterbringen. Ne? Eigentlich musst du feuern jetzt, musst du irgendwie einen offensiven Ansatz finden, um Gegner ja, K.O. zu stellen und 3 Punkte einzufahren. Ja. Jetzt mit irgendwelchen unentschieden Gekickerei wirst du den VfL halt nicht mehr retten, Alter. Und das sagt man jetzt schon erst nach 9 Spieltagen. Haben die schon 7 Punkte Rückstand, also. Katastrophe. Bam, 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 bam. Ja, aber dann ist das so, Redwen. Ja, dann ist das so. Ist mal ernsthaft, wenn das der ausschlaggebende Grund für einen Musiala ist, dass er dann beim FC Bayern nicht verweilen möchte, weil sein
bester Kumpel Alphonso Davies und sein zweitbester Kumpel Leroy Sané nicht mehr in diesem Verein sind, ja, sorry, Alter, dann muss auch mit Jamal Musiala den Verein verlassen. Über was reden wir? Also, keine Ahnung, fangen wir jetzt an wie bei Mané und sagen, oh ja, nee, wir müssen den besten Kumpel noch verpflichten, den stecken wir in die zweite Mannschaft, damit er zufrieden ist, oder was? Sind wir jetzt auf dem Stand angekommen, oder wie? Wild. Dann ist das so. Ja. Keine Ahnung. Es wird eine Zeit nach Musiala geben, es wird eine Zeit nach Fonsi geben und so weiter. Ja, wir sind der FC Bayern, Alter, und nicht der FC Musiala. Also, mal ganz klar zu sagen. Ja, dann tschüss. Ganz einfach Kiste. Wäre natürlich super schade, ja, genauso wie es beim Fonsi Davies sportlich super schade ist. Aber wenn die Menschen halt einen Charakter haben, der Müll ist, sorry, dann brauchst du die auch nicht. Ja. Wir müssen doch, das ist doch das, was wir die letzten Jahre kritisiert haben, Leute. Wir müssen mal wieder dahin kommen, dass wir Spieler im Verein haben, die bei uns im Verein sind, weil es der FC Bayern ist. Ja? Und nicht, weil wir sagen, wir zahlen das meiste Geld. Nochmal, wir sind aktuell die Mannschaft, die am meisten Gehälter zahlt, die meisten größten Gehälter zahlt in ganz Europa, Alter. Vor irgendwelchen Scheichclubs. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Selbst die haben, ja, die haben 3 Spieler oder sowas, die super viel verdienen. Wir haben 8. Hä? Was ist denn los? Lächerlich. Pokalauslosung finde ich super. Schönes Spiel, freue ich mich drauf. Ja, der Kader vom VfL ist halt auch echt wild, ja. Sorry, da gehe ich mit. Keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen. Was soll ich beim Mamouche beurteilen? Ich habe ein Spiel gesehen von Frankfurt, das war das Spiel gegen uns. Wenn du auf die blanken Zahlen guckst, ist er natürlich ein interessanter Spieler. Natürlich. Ja. Die Frage ist, passt er ins Company-System, passt er nicht ins Company-System? Sind wir bei den gleichen Fragen wie vor dieser Saison? Wirst du denn da mal ein Serge Gnabry los? Wirst du ein Coman los? Verlängerst du ein Leroy Sané? Tust du das alles nicht? Ja, ist natürlich Mamouche, wenn er denn auf Außen spielen kann, ein interessanter Spieler, ja. Für die Mitte hast du Harry Kane. Wir brauchen nicht über Harry Kane diskutieren, oder? Da kann Harry Kane auch mit einem Stürmer an seiner Seite spielen, denke ich. Ja, auch das wäre eine gute Variante, 100 Pro. Ja, da musst du aber einen anderen Spieler opfern. Können wir ja Musiala opfern. Kann ja damit Fonsi Davies, wenn er ohne ihn nicht leben kann, mit nach Real Madrid gehen. Ist doch fein. Ja. Macht Harry Kane den 10er. Brauche ich ihm Harry zu. Naja, die Vereine, die in der Champions League halt spielen und die Vereine, die jedes Jahr in der Champions League spielen, du siehst auch, in der Champions League gibt's immer mehr Kohle. Jetzt kommt die Club-WM alle 4 Jahre, da kriegst du nochmal einen richtigen Kohleschub. Diese Vereine können ja auch das zahlen, was wir ja auch gerade zahlen. So, aber wir wollen ja auch gerade nicht umsonst von diesen Gehältern wieder runter, wo wir sind. Ja? Weil wir einfach viel zu viele Topverdiener in dieser Mannschaft haben. Das ist doch unser Problem, was wir haben. Und natürlich kann man das dann nachvollziehen, dass ein Alphonso Davies in die gleiche Kerbe geht und sagt, ja, pass mal auf, wenn hier so ein Kingsley Coman, oder ich habe letztens gelesen, Serge Gnabry kriegt angeblich 19 Millionen anstatt 17, dass dann so ein Fonsi Davies sagt, Alter, wenn der 19 Millionen kriegt, dann will ich aber auch 19 Millionen haben. Kann ich 1:1 verstehen. Ja? 100 Pro. Will ich gar nicht abstreiten. Aber erstens hat ein Fonsi Davies die letzten 1,5 Jahre dafür nicht die Leistung gebracht. Und zweitens, das Verhalten, was er an den Tag legt, ist Schmutz. Ja? Es ist für mich auch völlig fein. Wir wissen das ja nicht. Das ist ja immer alles nur was Zeitungsschreiben. Wenn Alphonso Davies hat letztes Jahr gesagt, er möchte gerne nach Real Madrid wechseln, dann ist das für mich völlig fein. Dann do it. Ist doch nicht schlimm. Ja? Ist doch absolut nicht schlimm. Wenn das sein Herzensverein ist, ey, alles fein. Geh nach Real Madrid. Dass man dann diesen Arschloch-Move macht, weil Real Madrid das so möchte. Dass man dann nicht
Alphonso Davies verkaufen kann, ja, weil Real Madrid dann sagt, oh, Fonsi, komm, warst du noch im Jahr beim FC Bayern, ne, kriegst du 20 Mille Handgeld von uns und wir nehmen dich ablösefrei. Das macht Real Madrid die letzten Jahre wie kein anderer Verein, das haben die richtig gut drauf. Dann ist das so. Ja, und dann ist Alphonso Davies ein Wichser. So. Und da bleibe ich bei, das werde ich nicht ändern, die Meinung. So. Und sollte Real Madrid jetzt wieder Abstand von Fonsi Davies nehmen, warum auch immer, oder er jetzt wieder beim FC Bayern bleiben wollen, weil was weiß ich was, und dann die Schiene fährt, die er gerade fährt, dann ist er für mich auch ein Wichser. So. Und da kann er sportlich noch so wertvoll sein wie sonst was. Da könnte er so wertvoll sein, wie es in Joshua Kimmich gerade ist. Ist mir scheißegal. Ja, man muss nicht seine Seele verkaufen für den sportlichen Erfolg. Nee, drauf geschissen, oder? Aber das ist nur meine Meinung. Dass viele das anders sehen, ist für mich völlig fein. Ich werde da meine Meinung nicht ändern. Ach, Rechtschreibung ist hier nicht wichtig, Cody. Dass Helby keine Torprämie hat. Ich glaub, der Helby ist froh, wenn er seinen ersten Titel nächstes Jahr in die Höhe strecken kann. Ja, wir wollen ganz viele Torhüter auf einmal. Ja. Wo Manuel Neuer noch nicht mal gesagt hat, dass er nächstes Jahr aufhören wird. Ja, ach, weiß ich nicht. Wenn dem echt so sein sollte, dann ist das doch so. Aber, also ich denke, Musiala weiß, was er am FC Bayern hat. Und dass ein Musiala nochmal bei dem Gehaltsgefüge, was diese Mannschaft gerade hat, gewisse Vorstellungen hat, ist doch auch völlig fein. Er bringt doch auch die Leistungen dafür. Ja? Das muss man nochmal ein bisschen differenzierter betrachten. Gucci, Gnabry, ja. Brauchst du mir nicht erzählen. Der wird auch nächstes Jahr nicht den Drang haben zu wechseln. Der wird den Davies machen und der Verein muss dann sagen, pass mal auf, wir verlängern mit dir nicht und dann wird ein Gnabry irgendwo hingehen und wird sich auch nochmal ein Handgeld reinpfeifen. Damit er sich halt noch 3 Gucci-Klamotten mehr kaufen kann, ja. So wird das laufen. Ja, aber du hättest ja ein MPP niemals finanzieren können. Das ist doch das Thema. Wollen wir wirklich wissen, welche Summen da geflossen sind, dass ein Mbappé jetzt bei Real Madrid spielt? Das sind halt Spieler, das ist ähnlich wie Messi oder Ronaldo, das sind immer Spieler, die hättest du niemals finanziert beim FC Bayern. Du könntest die finanzieren, wenn du nicht 8 Spieler hättest, die 20 Millionen verdienen. Ja? Dann könntest du auch einen Mbappé finanzieren. Oder hättest auch einen Messi finanzieren können vom Jahresgehalt vielleicht her. Aber das war nie die Intention und das ist ja auch völlig okay. Ja, aber so ist das heutzutage. Wir haben auch schon, guck mal, wir haben Conny Leimer war da auch ablösefrei, oder? Haben wir doch genauso gefahren. Also wir haben ja auch schon genug Spieler ablösefrei verpflichtet. Natürlich dann vielleicht nicht in dieser Kategorie, wie Real Madrid das tut. Aber wenn du diese Strahlkraft hast, wie es nun mal ein Real Madrid hat oder auch ein FC Bayern, dann vielleicht eine Etage tiefer. Und du hast die Möglichkeit zu sagen, pass mal auf, wir wollen dich gerne verpflichten, aber super gerne ablösefrei. Ja. Warum sollst du das nicht tun als Verein? Ne? Also Real Madrid kannst du da keinen Vorwurf machen, wenn die Spieler sich darauf einlassen und den Verein, wo sie gerade sind, da mit Füßen treten und dem keine Dankbarkeit gegenüberbringen und sagen, ja, alles gut, ihr habt mir hier die Plattform gegeben, mich zu entwickeln, ich möchte gerne nach Real Madrid, bitte verhandelt, dass ihr noch eine Ablöse kassiert, dann ist das so. Ja. Dass Real Madrid das versucht, ist doch völlig legitim. Welcher Verein noch eine Seele hat bei den Zahlen, die das Business beinhaltet? Das weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass es, ja, natürlich sind die Zahlen für uns normalsterblich sowieso nicht nachvollziehbar. Da brauchen wir ja nicht drüber reden. Ja. Aber ich denke, dass wir noch eine Seele haben, sieht man ja daran, dass man da eben halt nicht den Move macht. Ja. Wie ich es gesagt habe.
Und man nicht vor der Saison sagt, den wollen wir nicht, die gehen in Trainingsgruppe 2, sind aussortiert aus der ersten Mannschaft. Also da sieht man ja, dass wir noch eine Seele haben, oder? Weil sonst würde man das ja eiskalt tun können. Könnte man ja drauf scheißen. Das tun wir ja nicht bei unserem Verein. Ja, aber das passiert ja nicht, Goldi. Das habe ich ja auch vor der Saison gesagt. Das wäre ein gutes Zeichen gewesen, dass man halt nicht mehr mit Spielern in das letzte Vertragsjahr geht. Ja, ohne zu wissen, was passiert. Das hat man ja nicht gemacht. So, man lässt sich auf der Nase rumtanzen. Von den Spielern. Da ist man selber schuld. Also da muss man auch kein Mitleid mehr haben mit dem Verein. Also sorry. Dass man das beim Sané macht, kann ich nachvollziehen. Ja, weil man den nicht unbedingt halten möchte für das Gehalt, was er hat. Aber dass man sich vom Davis da so auf der Nase rumtanzen lässt, Katastrophe, Alter. Und was ist das für ein Zeichen an alle anderen Spieler in dieser Mannschaft? Denkt sich doch demnächst jeder Spieler, ist mir doch egal. Ich warte bis mein letztes Vertragsjahr, dann habe ich mehr Druck. Ja, super. Gutes Zeichen. Für dich. Ja, Harry Kane ist einmalig. Also was das anbelangt, das ist schon wirklich, keine Ahnung. Wenn wir dann halt über dieses Business reden, auch der kriegt natürlich genug Geld in den Arsch geschoben, da wollen wir nicht drüber reden. Aber ja, guckt euch den Spieler an, Alter. Ja. Das war Zeiten, als wir Dennis Grafo aus Indoachim verpflichtet haben. Sagt mir noch niemals irgendwas. Ja, wie gesagt, wir haben das auch oft genug gemacht. Ja. Aber du weißt aber auch, welche Art Charakter du dir dann in diese Mannschaft holst, ne? Ja, komm, das macht der FC Bayern auch, Alter. Ja, da brauchen wir nicht drüber reden. Ja, Real geht schon 2 Jahre vor Vertragsende an die Spieler ran. Ja. Ja, ist nicht erlaubt. Ja, ist nicht erlaubt. Super. Ich würde behaupten, dass das jeder Top-Club macht. Jeder. Wenn da ein Spieler ist, an dem man Interesse hat, wird man das ausloten. Natürlich da nicht offiziell, dann über irgendeinen Spieler, was weiß ich was. Aber wird man tun, Leute. Da müssen wir uns ja nichts vormachen. War das nicht auch so bei Conny? Dass sie da schon viel eher an ihn rangetreten sind und er auch schon viel eher unterschrieben hatte? Ja, aber auch, weil man Conny verpflichten wollte. Ja, Leipzig hat dann Nein gesagt und dann kam er halt ablösefrei. Also das war halt ein bisschen anders. Das wäre so gewesen, als wäre Real Madrid gegangen, hätte gesagt, wir sind mit Fonsi klar, wir geben euch 30 Millionen. Und der FC Bayern hätte dann gesagt, nee, machen wir nicht, wir wollen Fonsi behalten. So war das mit Conny Leimer. FC Bayern hat ja, weiß ich, was waren das, 20 Millionen oder so geboten. Leipzig hat gesagt, nein. Bumm. So. Das war nicht so hinterfotzig, wie Real Madrid das macht. Ja, als Menschen werde ich immer eine Abneigung gegen Alphonso Davies haben. Das ändert ja nichts daran, dass ich ihn nur sportlich bewerte. Ja, tue ich ja jetzt auch schon. Also für mich ist Alphonso Davies, habe ich ja gerade klar kommuniziert, ein Wichser, wie er sich gerade verhält. So. Trotzdem hat er eine 2 gekriegt jetzt. Ja, weil er ein gutes Spiel gemacht hat. Und seine Form geht ja gerade nach oben. Ja. Das muss man schon differenzieren, denke ich. Und Müller, ja, weiß ich nicht. Wie gesagt, von Müller würde ich mir echt wünschen, weil er sich ja auch selber so sieht, wie er eigentlich ja auch ist, dass er halt dieses Urgestein ist. Leute, wir haben es vor, weiß ich nicht, vor ein paar Monaten mal ausgerechnet, was Müller insgesamt schon an Gehalt bei uns sehr wahrscheinlich bekommen hat. Ohne irgendwelche Werbeeinnahmen, ohne irgendwas anderes. Und wenn man doch dann so ein verbundener Spieler ist mit dem FC Bayern, bla Sülz, muss man dann selber, wenn man weiß, meine Karriere ist am Ende. So. Ich meine, das muss Müller ja realisieren. Er spielt nur, wenn Musiala eine Pause braucht. Sonst spielt Müller nicht. Das seit jetzt im 2. Jahr. So. Wenn man dann da hingeht
zur Vereinsseite und sagt, ja, alles gut, ich verlängere gerne noch mal ein Jahr für die 20 Millionen. Nehme ich schön mit? Weiß ich nicht. Ja. Und dann stellen sich die ganzen Leute hin und sagen, hey, Thomas Müller muss jetzt aber unbedingt Chrissy Nachfolger werden. Weil er den Verein so liebt. Ja, wenn er den Verein so lieben würde und ihm super viel an diesem Verein liegt, wie es ja angeblich so sein sollte, warum hat er an Thomas Müller denn dann nicht vor der Saison gesagt, Leute, pass auf, ich weiß selber, ich bin hier nicht mehr der Stammspieler, gebt mir doch 5 Mille, dann habt ihr 15 Millionen mehr frei, vielleicht nochmal für einen Transfer. Wa? Für einen Spieler, um diese Mannschaft nochmal zu verbessern, weil ich vielleicht das Ziel habe, im Finale da oben abzutreten. Ja, wäre doch mal ein Move gewesen, oder? Von so einem Thomas Müller, der ja so die Vereinslegende ist und alles für diesen Verein tut und nur bei diesem Verein spielen möchte. Würde ein Thomas Müller auch nicht darüber nachdenken, vielleicht sehen wir ihn nächstes Jahr in Saudi-Arabien, Alter, wo er sich nochmal 30 Mille jedes Jahr reinzieht. Ja. Weil die alle die scheiß Fresse nicht voll bekommen, Alter. Das sind Multimillionäre, über was wir hier reden, Leute. Und die kriegen die Fresse nicht voll, Alter. Ja, ich weiß, da ist immer noch zu viel Fußballromantik bei mir vorhanden. Das weiß ich selber. Das wird nicht passieren in der heutigen Zeit. Ja. Alles ist gut. Das weiß ich selber. Aber ist halt meine Meinung. Weil er immer so hingestellt wird wie, ach, Thomas Müller ist ja, er lebt den FC Bayern, er fühlt den FC Bayern, er tut alles für diesen Verein. Scheiße tut er für diesen Verein, Alter. Er bekommt 20 Millionen dafür, dass er alle 3 Spiele 15 Minuten spielt. Das tut er für diesen Verein. Ja? Weil er immer so hingestellt wird wie dieser Messias dieses Vereins, Alter. Dann würde er den Verein für diese Leistung, die er zeigt, keine 20 Millionen im Jahr aus dem Arsch ziehen. So, dann können wir darüber reden, Thomas Müller tut alles für diesen Verein. Ja. Nee, ist nicht so. Er ist genauso ein Angestellter wie jeder andere und zieht sich 20 Mille rein. Punkt. Ja. Und dann kann man ihn auch knallhart bewerten, wenn er dann an seinen 20 Millionen Jahresgehalt gemessen die Leistung zeigt, die er die letzten Spiele gezeigt hat. Was halt grottig war. Ja. So. Ja, Adam, Angebot und Nachfrage halt. Ja. Ganz einfache Kiste. Oder meinst du, vom Bären ist so eine Nachfrage nach Tickets da, als wenn der FC Bayern da spielt auf Schalke oder was? Ist doch ganz normal. Angebot und Nachfrage. Ist die Notwendigkeit, wieder zu agieren, beziehungsweise Transfers oder nö? Sehe ich nicht. Ich sehe nicht, dass man Transfers tätigen muss. Wüsste nicht, auf welcher Posi gerade. Wenn wir Abgänge verzeichnen würden, ja. Aber selbst dann, je nachdem, welche Posi das wäre, würde ich keine Notwendigkeit sehen, was zu verpflichten. Dann hat vielleicht mal der ein oder andere Jugendspieler ein bisschen mehr Spielzeit. Ja. Aha. Der FC Bayern ist also keine Größe im Weltfußball, oder was? Alter. Eieiei. Ja, aber die werden ja nicht los, die alten Stars, weil die nicht weg wollen. Ja. Also musst du noch 2 Jahre warten. Ja, das weiß ich nicht, T-Box, ob das so ist. Da ist halt meine Meinung, wie ich die Spieler bei den Spielen sehe. Ich versuche aber natürlich auszublenden, dass das, wie gesagt, dass mir Alphonso Davies vom Charakter ja nicht gefällt. Sollte ja auch nicht die Rolle spielen, wenn man sportlich was bewertet. Und er kann ja auch ein super netter Mensch sein, ne? Vielleicht kommt das ja auch alles, ähnlich wie es beim Alaba war, hat er irgendeinen Berater, der in die Flausen an den Kopf setzt, das ist ein junger Mensch, ja, alles gut, ne? So, ich kenne ihn nicht persönlich, weil ist ein super netter Junge, macht er ja auch immer den Eindruck. Aber dieses Verhalten dem Verein gegenüber ist halt Schmutz. So, ob das jetzt von ihm oder seinem Berater kommt, ist mir dann am Ende des Tages egal, weil es um seine Person geht, ne? So, jetzt kannst du was sagen, Baby. Nee, ich habe da gerade einen Müller-Fanboy entdeckt. Den wirst du gleich auch noch lesen. Ja, ist jetzt egal, Feierabend. Ja, natürlich ist ein Thomas Müller nicht Gerd Müller, ist auch eine andere Generation, das kann man ja nicht vergleichen.
Nee, natürlich bekommt ein Davis nicht mehr bei Real Madrid. Das ist doch, was ich gerade sagte. Ja, jeder Top-Verein hat 3 Spieler, die super viel Geld verdienen. Der Rest verdient normale Gehälter. Nur der FC Bayern ist halt so, wo es anders ist. Nee, das finde ich halt nicht, dass das logisch ist. Wie gesagt, ich gehe ja damit, guck mal, das Thema Müller habe ich ja letztes Jahr auch gesagt. Wenn es jetzt darum ginge, so Thomas Müller noch ein Jahr, ja, so wie es letztes Jahr war. Es war klar, Thomas Müller wird Standby-Profi. So. Wenn man dann von Vereinsseite sagt, komm, pass auf, Thomas Müller, du hast hier 15 Jahre, was weiß ich, hast für den Verein alles gegeben, alles gut, wir gönnen dir nochmal die 20 Mille, hast du dir verdient für die Karriere, mach das Jahr noch mit vollen Bezügen und alles ist fein. Hätte ich gefühlt, ja, hat er sich verdient. So, brauchen wir nicht drüber reden. Aber dann sind wir jetzt schon im nächsten Jahr zu denselben Bezügen und man denkt darüber nach, ihn mit 36 nächstes Jahr nochmal zu verlängern. Und wir werden wieder über die gleichen Bezüge reden. Und dann fällt dir doch langsam Ei aus der Hose. Ja? Und dann musst du auch mal den Charakter eines Thomas Müllers sehen. Dann können wir nicht dahin gehen und Thomas Müller als die super Figur dahinstellen, die dem Verein oder wo Thomas Müller der Verein so sehr am Herzen liegt. Weil wenn das der Fall wäre, dann würde Thomas Müller von sich aus auch mal da den einen oder anderen Gang runterschalten. Das ist mein Take dazu. Oder glaubt ihr, Thomas Müller wird nächstes Jahr mehr Minuten spielen wie dieses Jahr? Düt, 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 düt. Mein Tipp für Mittwoch? 3-1. Das weiß ich nicht, ob wir Wirtz 250 Millionen holen. Ich denke, Wirtz ist dasselbe wie Kai Havertz damals war. Das Thema vielleicht kurz noch zu sagen. Leverkusen möchte einfach nicht, dass er zum FC Bayern geht und dann wird er nicht zum FC Bayern gehen. Punkt. Also dasselbe Thema war beim Havertz, da waren wir auch über Jahre dran. Leverkusen wollte nicht, dass er nach Bayern geht und dann geht er nicht nach Bayern. So. Dann müsste der Vertrag schon auslaufen, dann könnte Wirtz zum FC Bayern gehen. Ansonsten wird er nicht zum FC Bayern gehen. Oder der FC Bayern muss ausbluten. Ja. Da, 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 da. Alex, warum der Verein das nicht macht? Weil der Verein, haben wir doch gerade gesagt, ja, das macht der Verein doch bei keinem Spieler. Und Müller ist ein super verdienter Spieler für diesen Verein. So. Und anscheinend hat in diesem Verein keiner die Eier dazu. Ja. Aber ich sage ja nur, wenn man immer den Müller so idealisiert, wie man das tut, ja, von vielen Fans, dann muss man sagen, dass das auch von Thomas Müllers Seite auskommen könnte. Weil da gibt es viel, guckt euch, beste Beispiel, jetzt mal ab vom Fußball, wird es mit Sicherheit auch den einen oder anderen geben, beschäftigt euch mal mit Dirk Nowitzki. Was der getan hat. Auf wie viel Geld der in seiner Karriere verzichtet hat, damit er die Chance hat, einen Titel zu gewinnen. Ja, weil das ist ein bisschen anders, ist nicht wie bei uns, da gibt es halt ein Salary Cap, dass du nur ein gewisses Gehalt ausgeben darfst. Aber am Ende ist es dasselbe. Ja, hätte er nicht machen müssen, hat er getan. Ja. Und dann reden wir über einen Thomas Müller, der in diesem Verein groß geworden ist und immer so idealisiert wird, wie Thomas Müller ist alles. Er ist, keine Ahnung, er ist der FC Bayern. Nee, ist er nicht. Wenn er das wäre, nochmal, ein Thomas Müller spielt alle 3 Spiele 15 Minuten und bekommt dafür 20 Millionen. Wenn er doch dieser Thomas Müller ist, der dem Verein so am Herzen liegt und der alles für diesen Verein tun würde, dann würde doch, ein Thomas Müller weiß doch genau, was gerade abgeht. Wir reden doch davon, dass wir in unserem Verein von den Gehaltskosten runterkommen müssen. Deswegen haben wir doch diese auslaufenden Verträge mit Sané, mit Kimmich, bla bla bla. Ja, das weiß doch ein Thomas Müller. Und wenn ein Thomas Müller den Verein doch so sehr liebt und so am Herzen hängt, warum kommt denn ein Thomas Müller da nicht auf die Idee? Leute, wisst ihr was?
ich bin ja eigentlich nur noch ein Stand-by-Profi. Und ich habe von dem Verein wahrscheinlich in meiner Karriere 150 Millionen schon kassiert. Dann wäre es doch geil, weil ich diesen Verein ja so in meinem Herzen trage und so liebe. Vielleicht kann ich dem Verein helfen und kann sagen, wisst ihr was, bezahlt mich doch einfach nur noch nach dem, was ich gerade noch leisten kann. Hm? Könnte man das tun, wenn man diesen Verein so sehr liebt? Oder könnte man das nicht tun? Ich denke, das könnte man tun. Weil man ja schon die 75 Millionen netto auf irgendeinem Konto hat. Ohne Werbeeinnahmen. Ohne Nationalmannschaft. Wird ihm wahrscheinlich kein Zacken aus der Krone fallen, oder? Wahrscheinlich noch nicht mal, wenn er sagen würde, ich spiele für den obligatorischen Euro. Selbst dann würde ihm kein Zacken aus der Krone fallen. Ja? Kommt aber ein Thomas Müller, der von allen so verherrlicht wird als Mr. FC Bayern, auch überhaupt auf diese Idee? Nein, kommt er nicht. Er zieht sich 20 Millionen rein, obwohl er weiß, ich spiele keine Rolle in dieser Mannschaft. Außer der gute Laune-Moderator. Oder wenn ein Musiala mal verletzt ist, dann habe ich vielleicht eine Chance auf Einsätze. Das weiß ein Thomas Müller, der ist ja nicht doof. Ja? Und nochmal, wenn er den Verein so lieben würde und so der ideale Clubboss und sonst was ist, warum zieht er dem Verein dann 20 Meter aus dem Arsch? Denk mal darüber nach. Was nichts damit zu tun hat, was er für den FC Bayern geleistet hat. Ja, aber es ist immer auch von beiden Seiten, ne? Und Thomas Müller muss auch mal dem Verein dankbar sein, dass er dahin gekommen ist, wo er ist, mit dieser Spielart, wie er Fußball spielt. Ja? Gut. Ich mache jetzt aber Feierabend, Leute. Ja, Alex, alles gut. Hast du halt eine andere Meinung, das ist auch fein für mich. Das macht nichts. Und ich habe ja gesagt, ich bin da ein bisschen zu Fußballromantik noch unterwegs. Ja. Das stimme ich euch ja zu. Ja. Aber da muss man Thomas Müller auch nicht so idealisieren, wie das viele tun. Ja. Weil das hätten ganz, ganz viele andere Spieler aus einer anderen Generation niemals getan. Und ich denke, da sind wir uns alle einig. Zumindest die ein bisschen älter sind. Ist mir klar, dass es auch ein Generationsding ist und wie du schreibst, ihr Leben in der Kapitalgesellschaft, bla, so, ist mir alles klar. Ja. Bin ja nicht doof. Ja. Aber trotzdem gibt es auch in der Kapitalgesellschaft immer noch Menschen, denen Geld vielleicht nicht so wichtig ist wie 90% aller Menschen in dieser Gesellschaft. Sollte man vielleicht auch mal drüber nachdenken. Und vielleicht wäre es mal an der Zeit, dass mal so ein Spieler, wo man dann so verherrlicht und der so dargestellt wird wie, er ist der Mr. FC Bayern. Was wäre das denn dann auch für ein Zeichen mal gewesen? Ja? Von einem Thomas Müller. Aber hat er verpasst. Gut. Das ist mein Schlusswort, Leute. Ja, ich habe die letzten Nachrichten jetzt nicht mehr gelesen, hier alle. Verzeiht's mir. Aber ja. Ja, aber gut, ganz kurzer Tag. Ihr wisst selber, Manuel Neuer ist auch nicht mehr auf dem Leistungsniveau. Aber ein Manuel Neuer spielt jedes Spiel 90 Minuten. Ja? Der leistet wenigstens noch was für sein Geld. Zwar nicht immer gut, aber er steht wenigstens jedes Spiel auf dem Feld. Das tut ein Thomas Müller nicht. Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns live nächste Woche Montag. Mittwoch Champions League. Chaka. Aufholjagd. Startet. Drückt die Daumen. Schönen Abend noch. Genau, schönen Abend. Tschüssi.